So. Lang nicht gesehen, doch wiedererkannt, wa? Ist ja wild. Wild, wild, wild. Sind ja wilde Sachen passiert, ne? Kaum ist man mal eine Woche im Urlaub. Leute. Geht's ja gleich richtig bergab. Ne? Ich meine, Leute, ist doch okay, oder? Man kann doch auch mal innerhalb von 2 Minuten 2 Tore kassieren gegen Heidenheim und dann 3:2 verlieren, oder? Ist doch jetzt nicht, war doch jetzt nicht blamabel, oder? Ich würde sagen, hat sich in die laufende Saison sehr gut eingefügt. So, guten Abend erstmal. Chris, Servus. Kevin, Thomas Tuchel ist gleich der Therapeut. Ah, Thomas Tuchel ist der, wie nennt man das denn? Wenn das so ein Vergleich ist, dann gibt's doch, wie heißt das denn nochmal? Ihr wisst bestimmt, was ich meine, oder? Der Oberschiri. Optimus Prime, guten Abend. Heiko, Grüße. Tails, moin moin. Leitgenossen passt, ja, sehr gut. Philipp, moin. Phil, Servus. Walderada, Glück auf. Heiko, brauchst du eine Sonderbehandlung? Heiko, was ist los? Komm, hau raus. Wir haben Zeit bis 19 Uhr hier Schidi-Midi zu machen, dann gehen wir voll rein in die PK. Vor Arsenal. Und danach gehen wir dann mal so auf den Chat ein, mal. Sieber und Alto Belly, was geht? Drückst du uns morgen die Daumen? Bayern muss diese hochnäsigen Arne schlagen irgendwie. Aha. Warum ist Arsenal denn hochnäsig? Chico, servus. Wie noch eine vollste Zustimmung, Walderada? Ja, wild, ne? Hallo, eine kurze Frage. Sind Hannover-Fans hier willkommen? Hier ist jeder willkommen. Es sei denn, er verhält sich wie ein Assi, dann wird er gebannt. Aber ansonsten ist hier jeder willkommen. Man muss hier kein Bayern-Fan sein. Joki, guten Abend. So gesagt, dass Miro Klose hätte man gerne als Notfallplan, wenn wir morgen verlieren, statt drüber nehmen. Ja, der Miro Klose hat denselben Scheiß gelabert wie der Tuchel, Alter. Den brauchst du gar nicht da hinsetzen. Das ist dasselbe in grün, nur in jung, Alter. Aber gut, am Ende des Tages ist wahrscheinlich jede Veränderung irgendwie gut. Traurig, das zu sagen, aber leider wird es wohl so sein, ey. Ascheran, guten Abend. Tommy, servus. Ich stream gleich die PK, ja. Time, servus. Just moin. Therapiestunde jetzt, bitte. Sofort, ne? 22 Mara 06 redet mit 4 Zuschauer. Redet? Ich muss erstmal die Mucke im Hintergrund ausmachen, ne? Schatz, danke für dein Rated. Na, wenn ihr ab und wann mal ein bisschen Gaming sehen wollt, was Schiddiges-Middiges, wo die Mara dann auch schon seit einer halben Stunde über den FC Bayern gerade gelabert habt, könnt ihr auch einfach mal bei der Mara reinschauen. Nur so als Tipp für den einen oder anderen, ne? Wenn ihr mal eine nette Frauenstimme hören wollt, die über den FC Bayern labert, könnt ihr auch da mal reinschauen. Chris, servus, Rob. Servus und Glück auf. Genau. Hat das ein Fiebertraum, dass wir 2:3 verloren haben? Wild, oder? Die Baumis, guten Abend. Oder Deluxe, guten Abend. Die Ursache der Therapie ist der Tuchel. Naja, also ich denke mal, wenn man die zweite Halbzeit sieht und auch das Spiel gegen Dortmund mal nimmt, haben wir ja auch noch nicht drüber gequatscht, großartig. Ja, natürlich hat Tuchel da einen Anteil dran, aber da muss man jetzt mal ganz klar sagen, du musst die Spieler auf dem Marienplatz anbinden, Alter, und musst sie öffentlich auspeitschen. Ja? Also, anders kannst du das nicht mehr handeln. Geht nicht mehr. Wir müssen nicht drüber reden, dass Tuchel da seinen Anteil dran hat und auch viel falsch gemacht hat, aber nochmal, wenn du gegen Dortmund so eine emotionslose Leistung zeigst, wie du sie gezeigt hast, gegen Dortmund, vor einem Millionen-Publikum, ja, gegen Dortmund, vor einem Millionen-Publikum, dann können wir nicht mehr nur darüber reden, dass es am Trainer liegt, Leute. Ich meine, das haben wir eh nie gemacht. Klar hat er seinen Anteil daran, aber das war ein Offenbarungseid. Ja. So, da hat dieselbe Mannschaft gespielt, die vorher passablen Fußball gespielt hat, die vorher auch mal Mannschaftsleistung gezeigt hat, wo vorher auch mal der eine für den anderen ein bisschen was gemacht hat. Und all das war gegen Dortmund, nochmal gegen Dortmund. Ja, unser ärgster Konkurrent, jetzt nicht diese Saison, ja, alles gut. Aber trotzdem vom Prestige her der ärgste Konkurrent und man zeigt so ein emotionsloses Spiel. Also Katastrophe. Ja. Wie gesagt, Spieler auf dem Marienplatz auspeitschen.
Mal 10 Peitschenhiebe wie in Arabien, zack, und dann läuft das auch wieder. Ja. Ich meine, wir können ja jetzt, also ich kann ja auch noch sagen, dass der Josh der beste Spieler war. Ne? Gegen Dortmund, auch gegen Heidenheim war er noch einer der Lichtblicke. Das sagt schon alles, oder? Dafür, dass er die Wochen davor so unterirdisch war. Seht ihr mal, wo die Entwicklung hingeht, Alter. Das ist eigentlich, was mich gebrochen hat. Ja? Wir haben viel schlechten Fußball gesehen, die Saison, gar keine Frage. Aber die Leistung gegen Dortmund hat mich persönlich gebrochen. Ja, sag ich euch, wie es ist. Also so eine, ich kann es nur emotionslos nennen, anders kann ich es nicht nennen. Ja, wir haben mal 10 Minuten Emotionen gehabt, wo das mal ein bisschen hochgekocht hat. Aber wir haben uns einfach ergeben. Wir haben nicht dagegen gehalten, gar nichts gegen Dortmund, Alter. Ja, das kannst du ja gegen Heidenheim noch irgendwie argumentieren. Aufsteiger haben wir unterschätzt, haben wir keinen Bock, weil in 3 Tagen Arsenal kommt und so weiter und so fort. Keiner will sich verletzen, Blaselsülz, kannst du alles irgendwo argumentieren. Aber eine Woche vorher gegen Dortmund, nein. Auspeitschen öffentlich. Ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Ich habe Wahnvorstellungen, wenn ich Dore sehe. Der ist gut, ey. Grüße nach Aachen. Christian. Emil, servus. Mein Urlaub war Bombe, ja. War vom Kopf her Erholung pur, körperlich Stress pur. Um es mal in 2 Sätzen zusammenzufassen. Weil wir sind ja nicht hier, um über meinen Urlaub zu quatschen. Das können wir gerne am Mittwoch machen, wer da Bock hat. Mittwoch starte ich wieder rein. Wir werden den FC Red Munich natürlich in die 4. Liga führen. Ganz souverän, gehe ich von aus. Auf dem Zagos-Kanal könnt ihr gerne reinschauen. Dann können wir gerne ein bisschen über Urlaub quatschen. Morgen sehen wir Kane im Tor. Bild. Olli, servus. Ja, da gehe ich mit. Das Einzige, was hochnäsig ist, sind unsere Spieler, die keine Leistung zeigen. Ja, also ich weiß auch nicht, wie man bei Arsenal jetzt von hochnäsig reden kann. Nur weil sie eine gute Saison spielen, oder was? Ja, kann der VfB doch sich auch holen, den 2. Platz. Ist doch völlig fein. Hab ich jetzt persönlich kein Problem mit. Der Tiger reicht, der dreht die auf links. Dafür alte Kanone. Soll ich junge Kanone sagen, oder was? Bild. Schatz, du brauchst keine Therapie, ist so alles gut. Das wird bestimmt was morgen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich sag ganz ehrlich, meine Hoffnung ist dahin. Ne? Ich meine, selbst wenn es jetzt morgen die oberkrasse Reaktion geben sollte, wie, keine Ahnung, Hinspiel in Dortmund so das Paradebeispiel, sollte man diese Leistung nochmal anknüpfen können, wäre es auch ein absolutes Armutszeugnis für diese Mannschaft, oder? Wäre ein absolutes Armutszeugnis für diesen Charakter dieser Mannschaft. Da musst du echt 10 Spieler austauschen am Ende der Saison. Weil dann heißt das, ja, wir haben auf Dortmund keinen Bock, wir haben auf Heidenheim keinen Bock, Arsenal haben wir Bock, da geben wir Gas. Ja, also das wäre auch ein Armutszeugnis. Weiß ich dann auch nicht, was ich davon halten soll, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ich die Leistung jetzt so sehe, die Entwicklung so sehe, seitdem Tuchel aus ist, da musst du morgen echt froh sein. Ich meine, je nachdem, wer in der Innenverteidigung spielen darf, soll, wie auch immer, davon wird vieles abhängen. Aber da musst du schon froh sein, wenn du nicht 4, 5 Stück kassierst. Ne? Also, denke, da sind wir uns einig. Smutje! Servus nochmal und danke für die 100 Bittis. Ja, Vorfreude. Vorfreude gibt's immer auf dem Bayern-Spiel, gar keine Frage. Da gehe ich ja mit. Aber ich weiß nicht, meine Hoffnung ist gerade irgendwie am Boden. Nexus! Seitdem Pavlo verletzt ist, für die Struktur im Mittelfeld. Ja. Jo. Sagen wir jetzt auch nichts so, ne? Wie gesagt, das beste Bild war gegen Heidenheim, dass ein Kimmich als Rechtsverteidiger auf einmal in die Mitte gehen musste, damit wir überhaupt aus der Innenverteidigung mal den Ball nach vorne spielen konnten. Da war kein Leimer, da war kein Goretzka. Ich habe keine Ahnung, welche Position die gespielt haben. Also, gerade Goretzka, ich weiß nicht, welche Position er gespielt hat. Ganz wild. Gunnar Saar fehlt, ja. Morgen gewinnen wir, weil anderer Wettbewerb. Ja,
Ganz genau, weil wir so stark waren, habe ich ja gelesen. Wir waren so stark bisher in der Champions League-Saison. So wahnsinnig stark. Also beide Spiele gegen Manchester United waren Grütze, 1,5 Spiele gegen Galatasaray waren Grütze, das Spiel in Kopenhagen war Mittel. Also ich weiß nicht, wo da irgendwer von den Verantwortlichen gesehen hat, dass wir in der Champions League doch so stark waren. Ja, die Ergebnisse haben gestimmt, das haben sie in der Hinrunde in der Bundesliga auch. Lazio Hinspiel waren wir auch so bärenstark. Also, ja, es ist gut, dass ein anderer Wettbewerb ist. Man kann den Kopf abschalten, kann sagen, jo, letzte Hoffnung, alles klar. Aber wir spielen jetzt halt nicht gegen Lazio. Wir spielen jetzt gegen den FC Arsenal in London, Alter. So. Und die stehen nicht umsonst da, wo sie stehen. Ich finde es schlimmer, nach einem Dortmund-Spiel dann so eine Leistung in Heidenheim zu zeigen. Nee, das finde ich gar nicht schlimmer. Wie gesagt, das kannst du ja noch argumentieren. So, du hast 2-0 geführt, weil Heidenheim halt super ängstlichen Fußball gespielt hat, sich nicht getraut hat, das 2-0 geführt. Dann gehst du in eine Pause, dann machst du schön Eierschaukeln im Kopf, denkst an Arsenal, denkst, ach ja, bloß nicht jetzt irgendwie sonst was. Wir gehen nur noch 70%, alles ist gut. Und dann kriegst du auf die Fresse und kannst den Schalter nicht mehr umlegen. Ja. So, dazu hast du die Innenverteidigung ausgewechselt, völlig ohne Zwang. Völlig Banane ist, wie die gleiche Scheiße vom Leverkusen-Spiel. Ja, das kannst du noch argumentieren, ne? Im Hinblick auf die Champions League. So, aber das Dortmund kannst du halt gar nicht argumentieren, aus meiner Sicht. Gewinnt Madrid morgen? Das ist mir völlig Wurst, ob Madrid gewinnt. Hoffe, Davis spielt keine Minute mehr. Ja, ist auch so ein Move, den ich nicht verstanden habe, warum der immer noch gespielt hat. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer der neue Trainer sein kann. Wie gesagt, du musst halt aussortieren. Du kannst den besten Trainer der Welt holen, wenn die Mannschaft gleich bleibt, kriegt er dieselben Probleme. Gegen Dortmund war es im Fremdschämen, ja, war es auch. Die Dortmunder waren ja selber nicht stark. Weißt du, wenn die Dortmunder wegen stark gewesen wären, hätte ich ja gesagt, ja, alles klar, ne? Aber Dortmund war ja selber ein Witz, Alter. Es war ja Not gegen Elend. Ja, dass wir der FC Bayern sind, sollte jeden Topspieler dazu veranlassen, zum FC Bayern zu wechseln. Bitte dich. Ja, wir haben jetzt mal nach 11 Jahren keinen Erfolg in dieser Saison, sehr wahrscheinlich nicht. Das heißt doch nicht, dass wir jetzt Dortmund sind oder Schalke 04 sind und in der Versenkung verschwinden. Ja, wir haben die richtigen Leute eingesetzt, die richtigen Leute müssen endlich mal die richtigen Konsequenzen ziehen, die ganzen überbezahlten Drecksäcke da wegschicken zum anderen Verein. Mit 5 Euro. Servus. Servus, vielen lieben Dank für die 5er. Und dann läuft das auch wieder. So, wir sind immer noch der FC Bayern, Alter. Ja. Punkt. Aber ja, wenn die letzten Jahre mal nimmst mit dem Ganzen, was da abging, Trainer, 1,5 Jahre, nächster Trainer, Vorstand raus, CEO raus und so weiter. Du musst jetzt halt einfach mal ins ruhige Fahrwasser wiederkommen, ne? Ja, Saragossa ist halt, der spricht halt kein Deutsch, ne? Dann kann der halt keinen Fußball spielen bei uns. Deswegen war er gegen Heidenheim in die 5 Minuten, die er spielen durfte, weil die anderen letzten 5 Minuten Nachspielzeit kam er nicht mal aus der eigenen Hälfte raus. In den 5 Minuten war er auffälliger wie ein Müller über 85 Minuten. Ja. Deswegen sitzt er nur auf der Bank. Das ist auch so ein ganz großes Ding vom Tuchel. Da sind wir nämlich wieder beim Tuchel. Weil die Mannschaft stellt immer noch der Tuchel auf. Tuchel supportet mit 2 Euro. Willkommen zur heutigen Therapiestunde. Es sind nur Schockverliebte und als Mensch gute Kerle erlaubt, der Rest reingehauen. Simon, ich danke dir für die 2 Euro, wa? Auch wenn du getarnt unterwegs bist. Ich schaue dich. Nee, ach. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich könnte jetzt hier sitzen und 10 Stunden labern, Alter. Wir könnten alles wieder durchkauen. Fakt ist, mit den Leistungen, die wir jetzt gezeigt haben, die kannst du halt nicht nur am Trainer festmachen. Aber das war ja auch schon vorher klar, ne? So, aber komischerweise ist es ja mittlerweile so, seitdem der Kimmich rechter Verteidiger spielt, ist er ja der Lichtblick bei uns. Hätte man das Ganze nicht schon vor einem halben Jahr machen können? Nur mal so als kleiner Denkausstoß? Warum man da Min-Jae Kim und den Opa wieder reinwirft? I don't know. Komplett hirnrissig verbrannt im Schädel. Ja?
Warum Davis da immer noch rumdümpeln darf, obwohl ein Guerrero wieder dabei war, muss auch kein Mensch verstehen. Unterirdisch schlechter Typ, seit Monaten. Das sind alles so Tuchels Moves, die ich niemals verstehen werde. Ja, Katastrophe. Ja, ich gehe ja mit, dass ein Eric Dyer gegen Dortmund wirklich schlecht war. Hättest ja einen Eric Dyer austauschen können. Ja, wenn du meinst, willst ein Zeichen setzen, nimmst den Eric raus. So, der Licht war jetzt nicht super schlecht gegen Dortmund. Ja, die ganze Mannschaft war schlecht gegen Dortmund. Mal Kimmich ausgenommen. Habe ich nicht verstanden. Ja, ich denke, wir haben diese Saison ganz klar bewiesen, dass Upamecano und Min-Jae Kim zusammen einfach nicht funktioniert, weil keiner davon imstande ist, die Viererkette zu führen. Und dann hast du noch nicht den Manu im Tor, ja, der das vielleicht ein kleines bisschen ausgleichen könnte, wenn da die beiden nur auf dem Feld sind. Da hast du noch den Ulle im Tor. Der Ulle ist ja ein guter Zweiter, aber der ist mit Sicherheit keiner, der irgendwie eine Viererkette führen kann oder irgendwelche Anweisungen verteilt. Das war er noch nie, wird er nie sein. Ja. Von daher ein völliger Schwachsinns-Move. Gerade auch, man hat es ja gesehen, das Zusammenspiel mit Goretzka, so, dass dann da eine Dreierkette mit Eric Dyer und De Ligt im Aufbau und so weiter. Das hat doch super geklappt. Ja, wir haben gegen Dortmund, die ganze Mannschaft hat scheiße gespielt. So, ja, und dann mache ich ein Exempel oder was und hau einen De Ligt gleich wieder raus und einen Eric Dyer oder was. Haben wir gegen Heidenheim einmal gesehen, dass das mal mit dem Goretzka Zusammenspiel geklappt hat? Null. Ja, das zentrale Mittelfeld war gar nicht da. Also, keine Ahnung, was der Tuchel sich da wieder gedacht hat in seinem Schädel, Leute. Weiß ich nicht. Ganz wild. Rode Deluxe, erstmal vielen lieben Dank. Und Christian Muster, der auch. Vielen lieben Dank für euren Support. Nee, keine Ahnung. Geht in meinen Kopf nicht rein. Ich habe es vorhin schon im anderen Stream gelesen. Ambu hat Argumente dafür, warum man die ausgewechselt hat. Wie gesagt, mit Eric Dyer gehe ich noch mit. Der hat gegen Dortmund echt schlechtes Stellungsspiel gehabt und so weiter. Kannst du dann irgendwo argumentieren, aber nochmal. Du weißt, du spielst im nächsten Spiel gegen Arsenal. Du weißt, du hast die Viererkette eingespielt über die letzten Wochen. Wenigstens so ein bisschen. Und dann reißt du sie wieder auseinander wie beim Topspiel in Leverkusen. Hast da genau denselben Fehler gemacht. Warum? Aus welchem Grund? Gibt es nicht. Ne? Kompletter Schwachsinn. Aber gut, vielleicht bin ich auch einfach, wie gesagt, Hobby-YouTuber. Also Tuchel ist Profitrainer. Er wird schon die richtigen Moves machen, haben wir ja gesehen an den Ergebnissen, die wir geholt haben. Schon wild. Chico, wer ist denn wütend hier? Wütend ist hier keiner. Ich bin nicht wütend. Ich bin super enttäuscht gegen Dortmund, ja. Gegen Heidenheim, wie gesagt, das kann ich noch irgendwo argumentieren für mich. Wie das natürlich zustande gekommen ist, nicht wirklich. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber Dortmund hat mich halt einfach gebrochen. Ja. Du kannst ja gegen Dortmund verlieren, gar keine Frage. Ja, ist ja völlig fein. Aber nicht in dieser Art und Weise, Alter. Der Einzige, der wollte gegen Dortmund, war Kimmich. Ja. So. Das sagt wohl alles, oder? Was macht Leverkusen diese Saison besser als Bayern? Das kannst du nicht in 3 Stichpunkten sagen. Du kannst das runterbrechen darauf, dass Leverkusen mit ihrem Trainer einfach eine Einheit ist. Punkt. Ja, darauf kannst du es runterbrechen. So, der Trainer hat die Mannschaft übernommen, hat gesehen, das will ich spielen, das kann ich mit den Spielern umsetzen, hat sie punktuell mit dem Verein zusammen verstärkt. Die Spieler, die er haben wollte, setzt das konsequent um und du siehst, dass das eine Einheit ist. Dass die wollen, dass die an sich glauben, deswegen gewinnen die auch super viele Spiele in den Schlussminuten, haben wir früher auch gemacht. Das ist der große Unterschied. Bei uns siehst du ganz klar, dass das 11 Egoisten auf dem Platz sind. Das sind 11 Egoisten auf dem Feld. Da ist keine Mannschaft da. Die raufen sich ab und wann mal zusammen für 1, 2 Spiele oder mal für 30 Minuten in so einem Spiel. Dann siehst du mal ein bisschen Mannschaftsgeist, dass mal der eine für den anderen mitarbeitet. Aber im Großen und Ganzen sind das gefühlt 11 Ich-AGs auf dem Feld bei uns. Ja? Jeder kocht sein Süppchen. Der Goretzka, seitdem er gehört hat, oh, ich bin nicht mal Nationalspieler, seitdem kocht er eine Suppe, weiß ich nicht, Alter. Haben ihn wahrscheinlich die anderen 10 Mitspieler reingespuckt. Seitdem siehst du gar nichts mehr von dem Typen. Du kannst die Spieler durchgehen. Du kannst sie durchgehen. Wer rennt denn da für den anderen? Hast du gegen Heidenheim gesehen? Der Einzige, der zwischenzeitlich gerannt ist, war der Conny, Alter. Der Conny hast du gesehen wie ein Flipper, Alter. Wie ein kleiner Hund, der den Ball hinterherjagt. Der Einzige, der geackert, der gerannt hat. Also Katastrophe. Wir sind einfach keine Mannschaft und schon gar nicht mit dem Trainer. Wie denn aber auch? Du stellst dich da hin und sagst, ja, der Tuchel ist nächste Saison weg.
Aber ihr seid doch alle glücklich mit dem Thomas, oder? Ihr seid doch jetzt eine Einheit. Ihr könnt doch richtig jetzt was reißen. Was ist das denn für ein Move, Alter? Ich kann mich doch nicht als Verein, wie viele Spieltage waren? 12 Spieltage vor Saisonende dahinstellen und sagen, ja, der Trainer passt nicht. Das klappt nicht mit der Mannschaft. Das ist eine richtig geile Idee gewesen. Den hauen wir weg nächstes Jahr. Ne? So machen wir das, weil das kein Team ist, das harmoniert nicht, warum auch immer. Die Gründe sind ja scheißegal. Es passt halt nicht zusammen. Aber weißt du was? Weil das nicht passt, behalten wir dich bis Saisonende. Ist doch tutti, oder? Ist doch super. Gehe ich erstmal 5 Liegestütz machen für. Wild, wild, wild. Ich weiß, ich kriege vom Chat gerade nichts mit, Leute. Es tut mir leid. Nach der PK gehen wir rein. Nee, das passt halt auch nicht zusammen. Ne? Klar hat der Tuchel viel Scheiße gemacht und so, alles klar, brauchen wir nicht drüber reden. Aber nochmal, du kannst ja nicht mit den Ansprüchen, die du hast als FC Bayern sagen, ja, das passt nicht mit dem Tuchel, aber wir fahren die Saison zu Ende. Ja. Wobei ist doch okay. Wollen wir hoffen, dass wir Vierter werden in der Bundesliga? Und dann ist doch alles gut. Sage ich zu Nagelsmann? Ach, was soll ich zu Nagelsmann sagen, ey? Wie gesagt, wir brauchen einfach einen Trainer, der im Zusammenspiel mit dem Eberl jetzt und allen anderen Verantwortlichen erstmal ausmistet, Leute. Es muss ausgemistet werden. Punkt. Aber das sage ich schon seit 2 Jahren. Na. Tuchel hat den Sechser schon gesehen, der im Team ist. Er hat nur nicht die Eier gehabt oder wollte ihn halt nicht spielen lassen, weil Tuchel nicht ein Trainer ist, der einen jungen Spieler in so eine Position setzen will. Na, Tuchel ist ein Trainer, der in so einer Position den super erfahrenen Spieler haben will. So, das ist das Thema gewesen. Aber er hätte den Move mit Kimmich schon viel, viel eher bringen können. Hat er sich halt nicht getraut, weil er noch im Amt war. Ja, hat er ja erklärt. Traut er sich erst, seitdem er entlassen ist. Weil er nicht mehr an die Langzeitfolgen denken muss. Bild, oder? Da siehst du doch schon, was da abgeht eigentlich. Ne? Also das kann ja nicht nur allein auf Tuchels Mist gewachsen sein. Das ist schon wild. Naja, Cancelo hätten wir dieses Jahr verpflichten wollen, hat der Tuchel sein Veto eingelegt. Der war ja schon so gut wie bei uns. Und dann hat Tuchel gesagt, nein, ich brauche ihn doch nicht. Also da sind wir wieder beim Tuchel. Ja, Chico, habe ich ja gerade gesagt mit den Innenverteidigern. Ne? Das war halt ein dummer Move. Wie gesagt, du hättest ja einen Eric Dyer rausnehmen können, wenn du meinst, war wirklich nicht gut gegen Dortmund. Um ihm irgendwie einen Denkzettel zu geben, das Leistungsprinzip zu leben, was er immer labert. Hätte man ja machen können, wäre ja okay gewesen. Hättest du halt einen Upa reingebracht oder Minjay. Aber wir haben doch die letzten Monate gesehen, dass die beiden zusammen halt der Anführer fehlt. Ja. Habe ich nicht verstanden. Aber vielleicht lese ich ja gleich Ambus Take dazu. Da ist er doch. Die beiden Gründe. Erstens, er wollte gegen Arsenal mit Minjay und Upa spielen, weil De Ligt und Dyer zu langsam sind gegen die schnellen Leute von Arsenal. Schwachsinn, Alter. Das ist wieder so ein Argument, da gehe ich nicht mit, sorry. Da kannst du vielleicht beim Eric Dyer mitgehen, dass du sagst, der ist zu langsam. Willst du mir jetzt erzählen, dass der De Ligt super langsamer ist wie ein Upa oder Minjay, oder was? Nee, das hatte ich für ein Gerücht. Da gehe ich nicht mit.
Oder er wollte sie spielen lassen, dass sie ein paar Minuten bekommen, falls er sie gegen Arsenal braucht, wegen Verletzung oder sonstiges. Und als letzter Grund, er wollte sie schonen, damit sich die beiden nicht auch noch verletzen. Such dir was aus, jeder Punkt ist valide. Ja, aber das mit der Schon ist ja schon mal Schwachsinn. Das hat der Tuchel ja auch so kommuniziert. Nee, fühle ich nicht. Wie gesagt, du hättest ja den Airbag rausnehmen können. Hätte man ja machen können. Hättest du einen von den beiden reingebracht, dann hättest du zur Halbzeit ja auch nochmal austauschen können, wie auch immer. Keine Ahnung, aber warum beide rausnehmen? Also wenn das so gewesen wäre, dass er sagt, so ja, ich schon die beiden für Arsenal, weil die beide so kaputt sind, oder was? Weiß ich nicht. Ja, na klar, die Gründe, die du jetzt hingeschrieben hast, sind, also das mit der Geschwindigkeit, nein, da gehe ich nicht mit. Sorry, wir sehen bei Alphonso Davies, dass Geschwindigkeit alleine gar nichts bringt. Ja, und gerade in Eric Dyer hat so viel Erfahrung und so ein gutes Stellungsspiel. Ja, gegen Dortmund war es nicht so gut. Aber in der Regel hat er das, dass der locker da 2 km/h, die er langsamer ist, wettmacht. Meiner Meinung nach. Also den Move fühle ich nicht. Sorry. Die Rest, ja. Vielleicht hören wir es ja gleich. Kann er ja gleich argumentieren dann, dass er die draußen gelassen hat, um sich zu schonen oder was. Kann er ja gerne tun. Keine Ahnung. Aha. Ja, du brauchst den Tuchel jetzt nicht mehr entlassen, Alter. Das ist halt auch zu spät alles, ne? Kannst den Tuchel zur Not entlassen, wenn wir nur noch 3 Punkte Vorsprung haben auf dem 5. Platz, dann kannst du darüber nachdenken. Ansonsten kannst du den Bums jetzt zu Ende fahren. So, wir fahren die Saison gerade komplett vor die Wand. Was willst du da jetzt irgendwie? Wofür? Das Ding ist gelaufen. Ja? Wenn, dann hättest du ihn jetzt vor Arsenal rausschmeißen müssen. So, was wird morgen passieren? Entweder rafft sich die Mannschaft, wir holen vielleicht irgendwie einen Punkt oder zumindest ein gutes Ergebnis, verlieren nur 2-1 oder sowas. Oder wir kriegen richtig auf die Fresse, es ist 4, 5, 1, 0, was weiß ich. Dann bist du eh ausgeschieden, da ist der Drops gelutscht. Ja. Also dann brauchst du nicht mehr anfangen zu sagen, ach ja, wir haben jetzt 4 Tore Rückstand, die müssen wir aufholen, jetzt schmeißen wir einen Trainer raus, damit wir es im Rückspiel noch reißen oder was. Ist doch völliger Tullux. Ist doch völlig schwachsinnig. Ja, das habe ich nicht gesehen mit Tell und dass die andere, ja. Was soll man sagen? Da gibt's nichts mehr zu sagen. Also das Verhalten dieser Mannschaft ist ja, man darf das eigentlich gar nicht mehr Mannschaft nennen, was da auf dem Feld ist. Ja. Naja, ganz ehrlich, was willst du den Tuchel? 19 Uhr, ja, ist noch nicht gestartet. Was willst du den Tuchel da jetzt irgendwie, guck mal, haben sie jetzt auf 19:30 verschoben. Okay, wild. Was willst du den Tuchel da denn jetzt irgendeinen Vorwurf machen? Was willst du den Tuchel da jetzt einen Vorwurf machen? Er war 10, 13 Punkte hinter Leverkusen. Meint ihr denn, der ist da noch super motiviert? Bei einer Mannschaft, die ihn abgesägt hat? Ja, er weiß doch auch, dass die Spieler ihn nicht haben wollen. Sonst wäre er ja noch Trainer da. Ja, wie motiviert soll der Mensch denn sein? Ja, der ist in der Champions League vielleicht noch motiviert, da tritt er vielleicht noch mal eine Tür kaputt, haut sich ein C ein oder sowas, das klappt vielleicht noch. Wofür soll er in der Bundesliga motiviert sein? Erst recht, wenn du jedes Mal diese Leistung siehst gegen Dortmund, Alter. Wie willst du danach noch als Trainer motiviert sein? Du musst die Spieler halt öffentlich an die Wand stellen, aber das andere wäre das Einzige, was Sinn gemacht hätte. Jetzt haben wir wieder gelesen, joch, ja, wir haben uns die Meinung gesagt, wie richtige Männer und wir geben 110% gegen Arsenal. Nochmal, wenn das passiert, ist das super armselig und zeigt dann wirklich diesen Charakter dieser Mannschaft. Was gar nicht schlecht wäre, weil dann kann der Ebel auf jeden Fall 10 Spieler austauschen nächstes Jahr. Ja, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Wenn du aber das Leistungsniveau siehst, es ist halt super schwierig, habe ich schon mal gesagt, so zu machen, du legst den Schalter um.
die Leistung gegen Dortmund und Heidenheim an. Und jetzt auf einmal legst du den Schalter um und alles ist wie weggeflogen, ganze Ballast ist weg, alles ist gut, jeder arbeitet für den anderen, wir sind eine Mannschaft, wir halten zusammen, wir lieben uns, wir kennen uns oder was? Funktioniert nicht, Leute. Funktioniert nicht. Wie gesagt, wichtig ist, dass wir morgen dagegenhalten. So, das ist das Wichtige. Wenn wir so eine Einstellung zeigen wie gegen Dortmund und Heidenheim, dann gehst du unter, Alter. Und das auf der ganz, ganz großen Bühne. Gegen Dortmund war schon eine große Bühne, hat die Spieler auch nicht interessiert. Ja. Das ist, was mich so abfuckt. Ja, sonst hätte man sagen können, ja, da sind wir extra motiviert gegen Arsenal, weil gegen Dortmund sind wir auch immer motiviert gewesen. Und was hast du gesehen gegen Dortmund? Entweder ist die Mannschaft am Druck zerbrochen oder die Mannschaft wollte nochmal alles versuchen, um den Trainer rauszukicken. Ich weiß es nicht. Ganz wild. Steckst du nicht mehr drin, Alter. Steckst du leider nicht mehr drin. Mein Bild hat gesagt, Felix Mag könnte sich das Bayern vorstellen. Ja. Der Felix. Ja, aber hätte Fahrradkette, ne? Wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, was passiert wäre, hätten wir Nagelsmann mal. Haben wir nicht. Punkt. Das ist genauso, als kann mich jetzt auch hinsetzen und sagen, ja, wäre schön gewesen, hätten wir den lieber nicht 3 Monate durchgezogen und hätten in der Zeit den Tell aufgebaut. Hätten wir vielleicht jetzt da schon eine Maschine stehen. Ja, haben wir nicht getan. Punkt. Nee, dann werden wir vorher den Tuchel rausschmeißen, bevor wir in die Europa League gehen. Der schon kommuniziert. Was ja nicht heißt, dass es dann klappt. Doch, weil er Bayern-Fan ist und seine Mission noch nicht fertig ist in Bayern. Was vom Nagelsmann, oder was? Das mit Finale da oben. Guardiola, okay. Finale da oben wird eh nix. Also da müssen wir jetzt nicht blauäugig sein, Leute. Also dann muss super viel zusammenlaufen, damit wir überhaupt ansatzweise eine reelle Chance haben, da hinzukommen. So, du musst ja jetzt einen Umbruch machen. Wenn du jetzt wieder anfängst und wieder rumpimmelst und wieder nur 2 Spieler austauscht oder sowas, Alter, dann sehen wir die nächste Grütze nächstes Jahr weiter. Da ist auch egal, wen du als Trainer dann holst. Ja? Du musst diese ganzen Stinkstiefel und alteingesessenen Pissköpfe jetzt endlich aussortieren. So, fertig. Anders wird es nicht gehen. Und das heißt, du musst 5, 6 neue Spieler verpflichten. Und das klappt halt nicht mal eben. Bumm. Ja, sind jetzt alle da, alles gut. Hallo, Jackie. Grüß euch. Wir sind jetzt eine Mannschaft. Das klappt nicht. Ja? Das klappt nicht. Und gerade mit der neuen Champions League-Geschichte da jetzt, weiß man ja auch nicht, wie sich das spielt. Wir werden sehen. Ja, aber eine Mannschaft neu zu strukturieren, neu aufzubauen. Wir brauchen auch nächstes Jahr nicht darüber reden, dass wir Meister werden, Alter. Leverkusen wird nächstes Jahr genauso performen, wie sie dieses Jahr performen. Könnt ihr euch sicher sein. Ja, vielleicht nicht mehr so übermächtig, weil vielleicht der ganz große Hunger vielleicht ein bisschen weg ist. Aber das wird nicht alles easy peasy werden, nur weil wir jetzt 4, 5 Spieler austauschen. Das braucht Zeit. Ja? Da müssen wir nicht drum rumreden. Guckt euch einen Alonso in Leverkusen an. Das ging ja auch nicht so. Oder ein Hoeneß, gut, Hoeneß in Stuttgart ging relativ zügig, ja, muss man fairerweise sagen. Aber das wird dauern. Und du musst die Spieler ja auch erstmal loswerden. Das ist ja noch die andere Seite der Medaille. Chico, Alter. Ja, herrlich. Meinst du, Bayern verliert noch einen Champions League Platz? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Das heißt nicht, dass es nicht passiert, wa? Mein Köln ist heiß. Für Köln geht es um 110%, Alter. So, Köln ist zwischen Arsenal. Wir haben die Leistung gegen Heidenheim gesehen. Die Kölner werden nicht weniger kämpfen, fighten, kratzen, beißen. Für die geht es um alles, um ihre Existenz. Ja. Lass uns mal nach dem Spiel darüber reden. Wenn wir das Spiel verlieren und die anderen Mannschaften dahinter gewinnen, dann sind es 4 Punkte. Dann kannst du davon reden, dass das noch lange nicht safe ist. Oder spielen unentschieden. Das reicht ja schon. Ja, wild.
Liest du das in der Bild? Ja, meinst du mich? Ich lese keine Bild. Morgen ein Unentschieden auswärts ohne Fans würde ich nehmen. Würde jeder nehmen, Vorsicker. Ja, wir können alle davon träumen, dass weil wir nicht performen und in der Champions League irgendwie uns bekacken und träumen kann man immer, aber die Leistung, wie gesagt, ich habe ja auch vor ein paar Wochen gesagt, ich sehe die Chance bei 50-50 gegen Arsenal. Das sehe ich mittlerweile leider nicht mehr. Sehe ich nicht mehr. Also dafür hat die Leistung gegen Dortmund mich zu sehr auf den Boden der Tatsachen geholt, Leute. Nicht die Niederlage an sich, nochmal die Art und Weise einfach, ja. Das kannst du. Das war Dortmund, Alter. Ja. Wie gesagt, da guckt die ganze Welt zu bei dem Spiel in der Bundesliga und wir zeigen so eine leblose Leistung. Also, abgesehen von Kimmich, ne? Streichen wir nochmal heraus. Was ja immer heißt, wir sind ja der Kimmich-Bashing-Kanal. Nee, Kimmich war der Einzige, der sich dagegen gestemmt hat. Ja, müssten mal die eigenen Kaugummi, müssten mal die Schuhe, die Spieler müssen mal für ihre Schuhe wieder verantwortlich sein. Vielleicht klappt's dann. Im Sommer muss radikal aussortiert werden. Ja, aber sagen wir auch schon seit 2 Jahren, wa? Aber ich denke, das wird auch passieren. Ne? Deswegen nochmal. Eigentlich müssen wir froh sein, dass es gerade so läuft, wie es läuft. Ne? Hätten wir jetzt wieder irgendwie alles überdeckt, so mit was weiß ich was. Wir müssen froh sein, dass es so ist, wie es ist. Dass auch so ein Leroy gerade richtig abkackt, weil du kannst den Menschen, den Spieler nicht halten mit diesen Leistungen, die er zeigt. Dasselbe mit dem Leon. Sorry. Ja, hat 3 gute Spiele gemacht oder 2,5 gute Spiele und jetzt ist wieder nichts mehr. Also, wir brauchen endlich wieder Spieler, die mal ein konstant gutes Level haben. Und das haben diese Spieler einfach nicht mehr. Also weg. Und Müller-Thema wollen wir gar nicht erst aufmachen, Alter. Ja, das Mikro ist. Ja, ich denke, der Tuchel muss noch ein bisschen Feuer machen im Training. Deswegen wird die verschoben. Die anderen sind halt einfach besser. Ja, das stimmt ja nicht. Wenn dem so wäre, könnte man das ja alles akzeptieren. Wenn wir wirklich so schlecht wären, wie wir spielen, wäre ja alles gut. Ne? Dann brauchen wir ja nicht darüber diskutieren oder uns aufregen. Aber es ist ja nicht der Fall. Das sieht man ja dann in den Spielen, wo die Mannschaft mal Bock hat, als Mannschaft zu spielen. So, wenn wir so schlecht wären, wie wir spielen, dann alles gut, dann nochmal, dann kann man das ja akzeptieren. Nee, habe ich nicht gesehen, wie der Eber sich die Mannschaft vorgeknüpft hat. Ja, die haben die PK um eine halbe Stunde verlegt. Kaiser Franz wird sich im Grab umdrehen, der dreht sich im Himmel um, Alter. Ja, im Sommer muss ausgeräumt werden, ja. Ich hatte Schalker sage, die Außendarstellung des FC Bayern ist seit einigen Jahren grauenhaft. Ah, der ganze Verein ist seit einigen Jahren wild. Aber da kennt ihr euch ja auch mit aus, ne? Optimus Prime, vielen lieben Dank für 5,99. Ich weiß nicht, warum kein Sound da ist. Schon wieder wild. Ja, wir müssen halt einfach dagegen halten. Ich habe die Saison Ne? seit der Bochum-Niederlage aufgegeben. Ich hoffe nur, dass Arsenal gnädig mit uns sind 2 bis 3 Gegentore und wir fliegen ohne Demütigung raus. Das glaube ich wird nicht passieren. Aber ja, ich habe es ja auch gesagt. Nach Bochum war das Ding abgehakt. Ja? Deswegen ist es ja so traurig, dass man dann nicht Spieler wie Tell oder auch ein Brian, warum wirft man die nicht einfach rein?
Ja, ich meine, wir sehen auch mit den etablierten Spielen, mit das, was wir spielen, hättest du auch einfach sagen können, wir nutzen das jetzt, um die Spieler ein bisschen zu entwickeln. Wäre doch schön gewesen. Aber dafür ist der Tuchel dann auch einfach der verkehrte Trainer, ne? Aber wenn ihr euch die PK nochmal anguckt, nach Heidenheim zum Beispiel, wie souverän ein Trainer von Heidenheim reagiert und wie unsouverän ein Tuchel da sitzt, dann hat das schon viel Aussagekraft. Ne? Da ging es ja im Endeffekt um dieselbe Fragestellung. Tuchel wie immer, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, seit 8 Monaten, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, und dann guckt euch mal an, wie der andere Trainer reagiert hat. Da sieht man halt schon den Unterschied. Es wird unglaublich schwer für Eberl, ja, aber deswegen wurde er geholt. Und der Freund auch, also alles gut. Aber klar wird das nicht innerhalb von einem Jahr passieren. Leute, wir müssen uns da nichts vormachen. Ne? Wir müssen uns da nichts vormachen. Also man wird jetzt nicht sagen können, so zack, boom, wir tauschen 5, 6 Spieler aus und alles läuft wieder wie geschmiert. Also das wird alles ein bisschen Zeit dauern. Neuer Trainer muss sich zurechtfinden, die neuen Spieler müssen sich zurechtfinden. Es wird nicht jeder Spieler funzen, das ist immer so. Ja, da kannst du noch so viele Werte und Charakter und alles vorher bewerten. Du wirst immer mal eine faule Nuss dabei haben, die nicht passt, sportlich oder charakterlich. Das passiert einfach. Ja. Klar, es kann klappen, ja, dass wir gleich wieder gut performen, wenn die Spieler, die da bleiben, die anderen schnell intrigieren und die Leistung zeigen, die sie zeigen können. Ja, wird man sehen. Aber ich glaube nicht, dass nächstes Jahr alles wieder tutti ist, nur wenn wir jetzt 5, 6 Spieler austauschen. Ja, die Giovanni Trapattoni PK war schon legendär, aber Tuchel hat auch schon ein paar gute rausgehauen dieses Jahr. Nein, das Jahr tat uns sehr gut mit 2020 mit den ganzen Erfolgen. Man hätte nur danach halt reagieren müssen. Ja, habe ich schon 100-mal gesagt. Und es geht nicht darum, dann zu sagen, ja komm, wir machen jetzt einen Cut und schmeißen die Spieler, tun die Spieler weg oder sonst was. Nein, man hätte diese Spieler einfach nur in Konkurrenz setzen müssen. Und nicht diese Spieler sagen müssen, wow, ihr habt 2020 6 Titel, gut, deswegen spielt ihr immer. Es ist egal, welche Leistung ihr zeigt. Das ist doch das Credo der letzten Jahre bei uns. Die Spieler, die diese Erfolge geholt haben, spielen immer, die sind unantastbar. Das ist das Credo gewesen. Und deswegen sind wir jetzt da, wo wir sind. Ja, man hätte diese Spieler einfach weiter in den Konkurrenzkampf stellen sollen. Und nicht nur, weil sie Kimmich und Goretzka heißen, müssen sie immer in der Mitte spielen. Und weil ich Leroy Sané heiße oder Serge Gnabry oder Kingsley Coman, bin ich immer gesetzt, sobald ich laufen kann. Nee, eben nicht. Es herrscht kein Leistungsprinzip bei uns. Seit Jahren. Und deswegen sind wir da, wo wir sind. Es werden Spieler geholt. Die dürfen aber gar nicht spielen. Die dürfen nicht spielen. Ja. Und deswegen sind wir da, wo wir sind. Und deswegen wundert man sich, dass diese Spieler keine Leistung mehr bringen. Warum auch? Die sind seit 2 Jahren oder 2,5 Jahren in ihrem Trott drinne. Ja, alles gut, ich spiele immer, ich bin der große König, ich bin der King, ich habe 6 Titel gewonnen, ich bin der Geilste. So, auf diesem Olymp sind die doch. So, und es ist ein ganz schleichender Prozess seit 2 Jahren, dass wir jetzt dahin kommen, wo wir diese Saison sind. Ja. Aber das sage ich ja auch nicht erst seit dieser Woche, das sage ich seit 2 Jahren, Alter. Leider. Ja, diskutiert mal heiß. Haut alles raus. Ich kann nicht alles lesen heute, war klar, schon vorhinein. Aber wenn es euch hilft, haut alles raus. Solange ihr euch nicht gegenseitig beleidigt, ist doch alles gut. Selbst Saragossa hat mehr Startelf-Potenzial als Leroy. Ja, das wissen wir ja leider nicht, weil wir ihn nie sehen. Aber wie gesagt, gegen Heidenheim die letzten 5 Minuten. Ja, jetzt kommen wieder die ganzen Schlauen. Ja, da waren die Heidenheimer aber auch schon müde. Ne? Deswegen hat er so gute 5 Minuten gehabt. Ja, wild, ey. Aber vergleich das mit Müller. Oder Schuppo. Ich weiß nicht, entweder habe ich einen blinden Fleck gehabt, ich habe die Kommentare noch nicht gelesen zu meiner Analyse. Ich habe Schuppo nicht wahrgenommen, bis auf eine Szene. Der war 15 Minuten angeblich auf dem Feld. Genau wie ein Goretzka, Alter. Den habe ich 3, 4 Mal wahrgenommen. Der war 90 Minuten auf dem Feld. Ja, keine Ahnung. Wild. Ich glaube, Leroy lässt sich extrem von der schlechten Form der anderen anschauen. Nee, das ist Schwachsinn. Weil Leroy, der war der am schlechtesten bei die letzten Wochen und Monate.
Das ist völliger Tulox, was du schreibst, sorry. Leo hat so viele Angriffe im Sande verlaufen lassen, wo die anderen um ihn herum wirklich stark waren, wo Musiala gut war, Harry Kane, wo selbst Müller gut gespielt hat. Und jedes Mal Leroy den Ball und der Ball war weg. Ja, also das ist leider Schwachsinn, sorry. Da war Leroy ganz klar der schwächste Spieler in der Offensive. Nee, den gehe ich nicht mit. 20 Mille, ja. Und das noch ein Jahr extra obendrauf. Tschakka. Ja, wie gesagt, in Heimheim, da gehe ich ja auch noch mit. Ja, wenn du 2-0 führst, halt, du spielst gegen Arsenal, ja, alles gut. Ja, dann kann das mal passieren. Dann denkst du dir, ach komm, wir machen nur 80%. Darf natürlich trotzdem nicht so eine Tore passieren, da wollen wir nicht drüber reden. Aber das kann man ja noch irgendwo argumentieren. Aber wie gesagt, dieses Dortmund-Ding kannst du nicht argumentieren. Ben, vielen lieben Dank. Bayern haben schlechte Erfahrungen mit Trainern aus dem Ausland gemacht. Ja, wir haben auch gute Erfahrungen mit Trainern aus dem Ausland gemacht. Van Gaal, Guardiola. Ich glaube nicht, dass die jetzt so schlecht waren, oder? Um nur die Jüngeren zu nennen. Kann es mir nicht erklären, naja. Schon wild. Virtual Link mal, guten Abend. Tore ist nach dieser Saison einfach verbrannt, fachlich wie menschlich. Das weiß ich nicht. Ich denke, das wird viel davon abhängen, wo er hingeht und was dann passiert. Weiß nicht, ob ein Tor verbrannt ist. Ja, man sieht, ich weiß, der Tuchel sieht ja manchmal aus, als würde er gar nicht mehr schlafen und hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Man hat sich einfach keinen Gefallen damit getan. Ja, man hat es versucht, das finde ich ja legitim. Man hat gesagt, komm, alles gut, es passt nicht, wir trennen uns nächstes Jahr. Kannst du ja machen. Ja, kannst ja den Move bringen, um zu sagen, komm, die Mannschaft ist jetzt in der Pflicht, das Alibi-Trainer ist weg. Wenn man aber dann nicht dann sieht, dass es kein Deut besser wird, ja, dann muss ich reagieren. So. Entweder knall ich mal richtig die Spieler an die Wand, öffentlich, ja, kannst du ja auch machen. Wir müssen gar nicht darüber reden, du musst den Trainer unbedingt sofort austauschen. Aber wenn alles nichts mehr hilft, ja, dann ist der Trainer das schwächste Glied, Alter. Und da musst du ihn austauschen. Und da musst du da einfach aus der zweiten Mannschaft hinsetzen. Es ist scheißegal, wenn du da hinsetzt. Einfach, dass mal eine andere Stimmung dahin kommt. GB, erstmal Servus. Das ist doch das Thema. Guck mal, da sitzt ein Trainer, der an dieser Mannschaft gescheitert ist. Der ist an dieser Mannschaft gescheitert und die Mannschaft hat keinen Bock auf diesen Trainer. So, das sind Fakten. Deswegen hat man ihn entlassen. Ja? Und trotzdem sollen die das Ding irgendwie nach Hause fahren. Das kann doch nicht klappen, Leute. Das kann doch nicht klappen. Das klappt dann so, wie es jetzt gerade klappt, ja. Ja, gegen Arsenal wird wahrscheinlich ein kleiner Ruck durch diese Mannschaft gehen, weil die Spieler wollen sich nicht die Blöße geben. Aber dasselbe habe ich gegen Dortmund gedacht. Henry supportet mit 2 Euro. Ich weiß nicht, warum sich alle Sorgen machen. Wir haben Chupo. Der wird Arsenal morgen 3 Dinger knallen. Ja, vielen lieben Dank für diese netten 2 Euro. Wenn das passiert, Alter, lasse ich mir bis zum nächsten Meistertitel die Haare auf den Kopf wachsen. Eieiei. Der Schuppo knallt Arsenal weg. Jetzt hätte ich den Gnabry gesagt, dann kann man das ja vielleicht mal zutrauen. Der hat ja immer Bock, wenn er in England spielt. Eieiei, der Schuppo. Naja, GP, aber das ist, wie gesagt, das kennen wir ja schon seit 2 Jahren, ne? Dass die Spieler halt nicht in Konkurrenz gesteckt werden. Nee, das ist ja das Schlimme. Die Meisterschaft hat eigentlich nicht darüber hinweggetäuscht, weil sie halt so super glücklich war. Nur bei den Verantwortlichen hat sie anscheinend darüber hinweggetäuscht. Ich habe das alles, was ich erzähle, diese Saison predige, je Woche für Woche, habe ich schon am Ende der letzten Saison gesagt.
Genau dasselbe. Und das war für jeden offensichtlich, der sich mit dem FC Bayern beschäftigt. Ja, das muss man einfach so knallhart sagen. Aber anscheinend haben die Oberen gedacht, ach ja, komm. Egal. Mir ist an mir, 6 Titelgewinner, die reißen sich schon wieder zusammen und zeigen wieder die Form. Nee, tun sie halt nicht. Ja. Wenn dieses Jahr mal der Baum und Sah nicht brennt, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber du weißt ja noch gar nicht, vielleicht ist bis dahin ja schon wieder alles gut. Ja, zum Teambuilding machen wir am besten auch so eine Survival-Erfahrung, wie Managerspiel. Also für Teambuilding, ohne Scheiß, musst du mal den Kader nehmen. Was haben wir? 18 Menschen, die fit sind oder was? Setz sie mal auf eine einsame Insel aus für 3 Tage. Dann hol sie mal wieder ab. Dann weißt du, ob das eine Mannschaft ist oder nicht. Genau, Kartfahren hat ja auch richtig was gebracht. War richtig stark auch. Was hältst du von Hermann Gerland? Worauf bezogen? Ich mag den Tiger. Ja, und wer weg soll nächste Saison, Leute, das brauchen wir nicht wieder aufdröseln, oder? Das erzähle ich auch seit Wochen und Monaten. Wir müssen einfach mal von Ulis Traum wegkommen, dass wir bei uns in der Mannschaft, dass wir die 3/4 der deutschen Nationalmannschaft stellen. So, du kannst die alle wegschicken, Alter. Die bringen alle keine Leistung, die für den FC Bayern würdig ist. Ja, na klar, beim Leo ist es immer, das seit 3 Jahren dasselbe. Und beim Serge dasselbe. Die spielen 15 gute Spiele und dann, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht wollen die nicht, können nicht, ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es halt auch nicht, man kann es nicht erklären. Aber man muss doch mal einsehen, allerspätestens nach 3 Jahren, dass es nicht reicht für den FC Bayern, wenn da Spieler sind, die 15 Saisonspiele gute Leistung bringen und danach nichts mehr. Ja, auch wenn sie wollen und man sieht, dass sie wollen, aber sie können es nicht. Dann muss man sagen, Junge, pass auf, das reicht nicht für den FC Bayern. Punkt. Das ist doch auch nicht schlimm. Ne? Soll er woanders hingehen. Fertig. Soll er in der Türkei gehen, da reichen vielleicht 15, 16 gute Spiele, um der Superstar zu sein und gefeiert zu werden. Das reicht beim FC Bayern halt nicht. Fertig. Bist du für ein Nagelsmann Comeback? Ich habe es auch schon 100 Mal gesagt. Ich bin für einen Trainer, der in die Philosophie passt, die der Verein die kommenden Jahre darstellen möchte. Ja, die ist ausgearbeitet, die steht da. Da musst du den Trainer für haben, der diese Philosophie mitgeht. Und man hat's gehört, Eberl, Freund, bla, Sülz, das möchte alles eine Kuschelecke werden. Das heißt, du kannst keinen Trainer holen wie ein Magath, wie ein Van Gaal. Du musst einen Trainer holen, der kommunikativ ist. Auch ein Tuchel passt da nicht rein, deswegen ist mit Tuchel auch nicht verlängert worden. Du brauchst schon einen, der sich Input abholt, der im Team arbeiten möchte. Ja. So. Und den musst du finden. Ganz einfache Kiste. Und ich glaube auch ein Pep wäre da nicht der Richtige. Ich glaube auch nicht ein Pep, dass der sich unbedingt da gerne jedes Mal austauschen möchte, wie er denn gedenkt, Fußball zu spielen oder sonst was. Aber das weiß ich nicht. Ist schwer einzuschätzen, mein Pep. Ist halt gerade, es ist egal, wie der Trainer heißt. Ob wir den kennen, ob wir den nicht kennen. Hauptsache, der passt halt rein. So, fertig. Darum gar nichts gegen Arsenal, ist unser Tornetz. Ja, ich habe da auch komische Befürchtungen. Ja, das wissen wir natürlich nicht, um welche Summen es da geht, aber keine Ahnung. Da kannst du mich beim Wort nehmen. Ohne Scheiß, wenn der Schuppo 3 Tore macht gegen Arsenal, dann habe ich halt 1 Jahr lang oder 2 Jahre eine Bob Marley Frisur, Alter, dann ist das so. Ja, dann brauchst du dich auch erst in 2 Jahren wieder melden. Haha, witzig. Hast Noch mich ja noch nie lachst du. gesehen mit langen Haaren. Weiß ja gar nicht, wie ich aussehe. Vielleicht bin ich richtig sexy hexy. Mhm. Mach ich auch schön Raster wie D-Boy. Bäh.
Florian, wie gesagt, Urlaub ist leider heute keine Zeit, darüber zu sprechen. Das mache ich am Mittwoch auf meinem Gaming-Kanal. In 2 Sätzen zusammengefasst, vom Kopf erholt, körperlich zerstört. Das war der Urlaub. Michel und Pavlovic werden gesetzt, der Rest war weg. Aber ich weiß, was du meinst, Vorsäcker. Sehe ich ja genauso. Ja, du hättest auch den Ansnu hättest du auch schon mal hochziehen können, ne, wo wir keine Außenverteidiger mehr hatten. So, der spielt eine super starke Saison, aber ist halt auch erst 17. Wild. Kannst du natürlich nicht machen, ne? Kannst du nicht machen. Ist guter Fußballer, der ist zu jung. Das reicht dann nicht. Haben wir ja gesehen, wie die Erfahrenen, wie das reicht. Baus in der Haus. Ja, Anbo, alles gut, ne? Mit deinen Geschwindigkeitstests. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das ja mal googeln, aber am Ende interessiert mich das nicht. Ob ein Minjae Kim jetzt 2 km/h schneller ist als ein. Für mich ist das Schwachsinn. Sag ich dir, wie es ist. Also fühle ich nicht. Erst recht nicht beim Innenverteidiger. Aber es ist ja okay. Das kann ja jeder so sehen, wie er möchte. Aber wenn man jetzt sagt, es kommt nur auf Geschwindigkeit an, ich denke, Davis zeigt die ganze Saison über, dass das völliger Schwachsinn ist. Ja, und auf der Außenbahn ist eine Geschwindigkeit noch mal wichtiger wie jetzt wie in der Innenverteidigung. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und wir sehen, Fonsi ist, weiß ich nicht, Top 10 auf jeden Fall in der Bundesliga, der schnellsten Spieler, wenn nicht sogar in der Champions League. Guck dir die Leistung an, das ist Katastrophe. So. Also müssen wir nicht darüber reden, dass Geschwindigkeit jetzt das super Wichtige im Fußball ist, Alter. Na klar, kann das ein Vorteil sein, gerade die Antrittsgeschwindigkeit. Müssen wir nicht drüber reden. Aber das jetzt als Faktor zu nehmen, eine eingespielte Viererkette oder einigermaßen eingespielte Viererkette wieder auseinanderreißen zu wollen, weil Arsenal schnelle Stürmer hat, sorry. Passt in mein Fußball-Intellekt leider nicht rein. Ach, was der Marcel Reife meint, ist mir völlig egal, Alter. Ich habe immer noch, ich muss den Spruch abspeichern. Alter. Alter. Ja, ich habe auch genug erlebt beim FC Bayern. Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr direkt wieder Gas geben. Also wir werden Gas geben, ja, aber dass wir direkt wieder so der super starke FC Bayern sind, der alles rasiert in der Bundesliga, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden die nächsten 2-3 Jahre sehr spannende Bundesliga-Saisons erleben. Und das ist gut so. Ne? STRG in Amt. Nagelsmann Comeback macht nur Sinn, wenn er Leistungsprinzip eingeführt wird, was er ja bei seiner Zeit bei Bayern nicht gemacht hat. Nagelsmann Comeback macht auch nur Sinn, wenn du trotzdem den Kader aussortierst. Ja, das ist ja das Thema. Das ist ja das große Thema bei uns. Nochmal, du kannst als Trainer holen, wen du willst. Felix Magath wäre vielleicht der Einzige, wo ich sagen würde, yo, weil dem Felix Magath das wirklich scheißegal ist. Der setzt sich halt auf der Tribüne und gut. Ja. Aber das wird der Verein ja wahrscheinlich nicht zulassen. Mich hätte Nagelsmann eine zweite Chance verdient. Gerrard, erstmal Servus. Ja, ich hätte auch nichts gegen Nagelsmann. So, du musst ihm dann halt den Rücken stärken, mal. Und ich habe es gerade gesagt, du musst dann halt auch mal damit klarkommen, dass wir vielleicht auch nächstes Jahr keinen Titel holen. Oder vielleicht dann in Anführungsstrichen nur den DFB-Pokal oder whatever. Ja? Aber das ist egal welchen Trainer du holst. Das wird nächstes Jahr kein Selbstläufer werden. Ja, da müssen wir sich drüber unterhalten. Taifun Korkut oder was? Kevin, Alter, jetzt mach dich mal nicht unbeliebt hier. Du brauchst eigentlich einen Trainer, der selbst keine Meinung. Nee, genau das brauchst du halt nicht. Du brauchst halt einen Trainer, der eine starke eigene Meinung hat, diese eigene Meinung
vertreten kann, der aber trotzdem Bock hat, sich den Input von den anderen abzuholen. Ja? So eine Art Trainer brauchst du eigentlich. Sollte Müller gegen Arsenal spielen? Keine Ahnung. Kein Dreadlocks, ja. Leo Friese wäre safe was für dich, ja. Ich denke auch. Ja, dann epilier mal. Arsenal gegen City hinten den Betonmischer angeworfen. Solche Mannschaften liegen uns ja aktuell. Ja, die liegen uns richtig. Marc, guten Abend. Wie heißt Maras Gaming-Kanal auf YouTube? Auf YouTube ist eine gute Frage. 22 Mara, nur 6. Schatz, kannst du nicht mal deinen Kanal hier reinposten? Kann ich später mal machen. Jetzt möchte ich gleich erstmal die PK. PK. Mach das mal eben runter. Aber ist auch verlinkt bei mir, ne? Wenn ihr auf meiner Seite seid, auf YouTube könnt ihr einfach runterscrollen. Der vorgeschlagene Kanäle, das ist die Mara auch. Körperlich erledigt, ist da die Mara dann schuld? In gewissem Maße ja. Was? Ja, aber wahrscheinlich anders, wie du denkst. Gar nicht. Hält es nicht Martell ran, da wird Ans nun nicht spielen. Ja. Leider. Obwohl genug Möglichkeiten da waren diese Saison, ne? Das ist ja das Traurige. Wenn alle gut performt hätten und alles tutti wäre, dann gehe ich ja mit. So, dann. Das ist ja das Problem, was wir beim FC Bayern die letzten Jahre hatten. So. Ja, wenn es gut läuft, alle die Stars performen, dann haben es Jugendspieler bei uns super schwer, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, dann ist es schwer, einen Jugendspieler reinzuwerfen. Wie soll der Trainer das argumentieren, wenn er nicht gerade Louis van Gaal heißt? So, aber wenn die alle so scheiße performen, wie sie dieses Jahr performen, und man dann trotzdem die ganzen Jugendspieler ignoriert, so, das ist doch die Farce diese Saison. Die Saison hast du doch die perfekte Saison dafür gehabt. Ich meine, die Bundesliga ist seit dem Bochum-Spiel gelaufen, Leute. Da müssen wir uns doch alle nichts vormachen. Ja? Und trotzdem wird nichts geändert. Es wird der Stiefel weiter gefahren wie eh und je. Und ach. Kannst du es nicht mehr angucken. Die PK beginnt, wenn ich das sage, dass die PK beginnt. Psst. Damit das klar ist. Und bei mir hat die noch nicht begonnen. Ja, du bist halt wieder außen vor. Dich blenden die schon aus. Nein, die PK hat noch nicht begonnen. Hummels war auch nicht schnell gegen uns, weil Hummels nicht schnell ist. Aber Hummels war der beste Spieler auf dem Feld, Alter. Hummels hat ein mega gutes Spiel gemacht. Ja, wir wollen nicht darüber reden, dass es der Idealfall ist. Der Innenverteidiger hat ein super Stellungsspiel, ist super erfahren, ist super schnell, ist super Zweikampfstart, hat ein gutes Manndeckungsspiel. Klar ist das der Idealfall. Ja? Da müssen wir nicht drüber reden. Aber man kann jetzt nicht sagen, jetzt beginnt die PK übrigens. Und dann sitzt da der Leroy, Alter. Ich krieg jetzt schon Kackreiz. Und wie er da sitzt mit New York Happy auf der Birne, Alter. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Leute, ich weiß nicht, ob ich das heute überstehe, die PK. Ich weiß nicht, ob ich es überstehe. Guck dich das an. Ist er jetzt Basketballer? Das ist Spieler des FC Bayern München vor dem Champions League Spiel beim FC Arsenal. Der sitzt da mit New York Happy, Alter. Ich fall vom Glauben. Wartet, ich muss hier erstmal alles zurechtschieben. Ei. Das wird wild heute.
spüre das schon. Ich mache mal hier ein bisschen kleiner. Ich mache mal meine Pfanne. Obwohl, ach, das passt schon. Ich kann hier nochmal, wartet. Größer, das wird das noch ausblenden. Dann schiebe ich das noch ein bisschen rüber. Sau stark. So, jetzt muss ich das gleichzeitig noch aufnehmen für YouTube. Kriegen wir aber hin. Von daher hier erstmal Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Diesmal zur Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Arsenal. Leute, wir sind live auf Twitch. Ich nehme das jetzt hier auf für euch auf YouTube und wir gehen rein. Ich habe es gerade schon gesagt, dass der Leroy hier mit New York Cappy sitzt. Gibt mir schon den ersten Kicker, Alter. Gut, warte, ich mache mal Lautstärke, so 3/4. Welcome to London. FC Bayern is looking forward to UEFA Champions League quarterfinal first leg Junge, spricht Deutsch! against FC Arsenal tomorrow. Welcome. First day with press conference. We start with Leroy Sané. Leroy, hi. Leroy, servus. Okay, let's go. First question. Yes, in the middle. Let's go to the mall. No, microphone is over there. Mario Küschel for dort. Kicker. Yes. Für den Kicker. No, you can't speak. Yeah. Was ist das denn jetzt schon für eine Chose, dass er jetzt auf Englisch die PK macht und die dann auf Deutsch übersetzt wird? Warum macht man die PK nicht wie gehabt auf Deutsch und übersetzt sie dann auf Englisch? Sollen wir lieber die... Ah ne, das kann nicht jeder gut Englisch machen lassen. Wichtigste Frage zuerst. Jawohl. Wie geht's dir? Was machst New York. Ja, jüngsten Verletzungen. Vielleicht geht er ja nächste Saison nach New York. Ist alles soweit auskuriert? Bist du topfit? Ja, die letzten 2 Tage ging es mir schon viel, viel besser. Auch ja, heute beim Training war alles okay. Und deswegen ja, freue ich mich sehr auf morgen. Hier in der ersten Reihe Julian Wolf für die Welt, bitte. Topfit ist er, der Leroy, ne? Topfit, Leute. Macht euch keine Sorgen. Der rasiert jetzt wieder wie die ersten 15 Spiele hin. Hallo Leroy. Nachdem es zuletzt in der Bundesliga nicht gut lief, was habt ihr euch vorgenommen? Max Eberl hat heute gesagt, ihr habt euch die Meinung gesagt in den vergangenen Tagen. Auf was kommt es jetzt an? Was wollt ihr besser machen morgen? Ja, na klar, auf jeden Fall ein gutes Spiel abliefern über 90 Minuten. Egal ob da irgendwelche Ups und Downs sind, wir wollen halt einfach fokussiert spielen, erfolgreich spielen, Energie ins Spiel reinbringen, was vielleicht manchmal so in den gewissen Spielen dann auch gefehlt hat, und halt einfach ja unser Können zeigen, die Qualität, die wir im Team haben, und dann halt einfach ja, das Spiel halt gewinnen. Dann in der dritten Reihe Tobias. Ja, gewinnen, natürlich. Ja, oder? Wir bringen die Energie rein gegen Dortmund. Altscheffel für die Sportbild. Nach dem Spiel von Liverpool bei United gestern 2-2 ist jetzt Arsenal auch nach dem Spieltag Tabellenführer in der Premier League. Wie schätzt du Arsenal ein? Also erstaunlich, eine sehr starke Saison und generell im Vergleich Premier League und... Alter, was sind denn da für Hintergrundgeräusche? Das ist ja grausam. Ja, die sind eine sehr, sehr starke Mannschaft, spielen super aggressiven Fußball nach vorne, mit viel Tempo. Ja, da können wir richtig, ne? Es ist unsere Stärke, dagegen zu halten, gegen sowas. Aber stehen auch dafür gleich auch defensiv sehr, sehr stabil. Es wird auf jeden Fall ja, ein hartes Spiel sein. Wie gesagt, die spielen super Fußball. Wir müssen da auch ja, im Kollektiv alle zusammenarbeiten, defensiven, offensiv unsere Stärken ausspielen, auch mit Schnelligkeit und Torgefahr. Am Ende wird man dann, glaube ich, ja, ein hartes und ein gutes Spiel sehen. So in der Art, wie sie natürlich halt auch spielen, ist es natürlich nochmal ja, auch auf einem höheren Niveau. Aber ich denke, wenn man auch vielleicht gesehen hat, wie ja, wir es auch ab und zu mal gezeigt haben in der Liga. Alter. Ich meine, zum Glück hat er jetzt nur gesagt, ab und zu mal gezeigt. Ja? Wenn ich Journalist wäre, ich würde ihn mal fragen, ja, woher nehmen Sie denn die Zuversicht nach dem Spiel gegen Dortmund, was ja ein Topspiel war und diese Leistung, die Sie da gezeigt haben? Aber wir haben es ja ab und zu mal gezeigt in der Bundesliga. Von daher werden wir morgen liefern, Männer. Locker. 3-3. Locker. Aber genauso wie Leverkusen ähnelt das schon ein wenig, ja.
Next is the English colleague, the first row. Hi Leroy, how are you? Hello, good and you? Yeah, good, thank you. You played with a great striker in Sergio Aguero at Manchester City. Du hast mit einem guten Stürmer gespielt, Sergio Aguero in Manchester City, und jetzt spielst du mit Harry Kane. Wie viel hängt morgen das Spiel von ihm ab? Yeah, I hope he continues with the record. Na, es hängt erstmal davon ab, dass Harry Kane ins Spiel eingebunden wird, wa? Das wäre schon mal gut. Und das ist ja sein Job. Da er ja fit ist, wissen wir ja auch, dass er morgen auf jeden Fall spielen wird. Ja, steht ja außer Frage. Also ja, ich hoffe, dass er weitermacht wie bisher. Und es wäre schön für ihn, wenn er einen neuen Rekord aufstellen kann. Es wäre gut für uns auch und es wäre ein gutes Zeichen. Und er hilft uns immer, Tore zu erzielen und vielleicht auch dabei das Spiel zu gewinnen. Und ja, es wird sicher ein spezielles und besonderes Spiel für ihn sein. Und er freut sich auch schon sehr drauf. Stefan Kumberger für Sport 1. Hallo Leroy. Du hast ja jetzt mit Wehwehchen und mit Verletzungen zu kämpfen. Wie hat sich das über die Wochen geäußert? Bei welchen Bewegungen hattest du Probleme und auf der Schmerzskala, wie schlimm war es dann? Wie sehr musstest du da gegen den Schmerz ankämpfen? Ja, jetzt so wie jetzt mit Heidenheim waren davor die Tage natürlich Schmerzen so groß, dass ich halt nicht wirklich auch trainieren konnte. Deswegen hat es dann auch natürlich gar keinen Sinn gemacht, Ja, hätte man ja auch nicht gegensteuern können. Oder? Wie gegen Spiele, wie gegen Mainz. Macht ja Sinn, dass in die heute aufgelaufen ist, oder? Wer hätte das nur gedacht? Haben wir nicht hier gesessen, haben das prognostiziert oder vorhergesagt, dass so kommen wird? Nee, macht ja Sinn. Und dann läuft jetzt ja morgen der Leroy auf mit 2 Trainingseinheiten wieder in den Beinen. Wahrscheinlich noch ein Pavlovic mit einer Trainingseinheit und so weiter und so fort. Wird bestimmt legendär werden morgen. Dann auch natürlich irgendwie versuchen, um gegen Heidenheim zu spielen. Dadurch, dass dann natürlich auch nicht viel Zeit ist, nach dem Spiel zu regenerieren für das Spiel morgen. Haben wir halt einfach den Entschluss gezogen, dass wir sagen, okay, das Spiel macht keinen Sinn zu spielen. Die Schmerzen waren dann schon sehr extrem in dem Moment. Ich meine, es ist dann sehr variabel. Wir sind nicht immer gleich in den bestimmten Abläufen gleich. Mal ist es mehr bei den Sprinten, beim Schießen. Aber das hat sich jetzt auch alles wieder beruhigt und darüber bin ich auch froh. The English colleague, yes, please. Hi Leroy. What was it like to work under Mikel Arteta at Manchester City? Wie war es denn noch bei Manchester City unter dem Trainer damals und was für Qualitäten hat er damals gezeigt? Ja, mit Willi, es war toll. Es hat mich sehr gefreut, mit ihm zu arbeiten und er hat mir sehr geholfen in meiner Zeit bei Manchester City, die ganze Belegschaft dort eigentlich. Und wir hatten aber auch sehr viele individuelle und Einzelgespräche, wie ich mein Spiel verbessern könnte, was meine Schwächen sind und was meine Stärken sind. Chico, ich habe dein Statement gelesen, ne, zu der Cappy. Wild. Wir haben zusammengearbeitet, viel um mich herum gearbeitet und auch durch ihn habe ich wirklich mich sehr verbessert aufgrund seiner Ideen, die er mir mitgegeben hat, und die habe ich weiter in meinem Kopf und versuche sie auf den Platz zu bringen, sei es Stellungsspiel oder wie ich mich in bestimmten Situationen verhalten soll. Und vielleicht solltest du dann vielleicht mal auf den Trainer hören, der dich gerade trainiert. Nur so eine Idee. Ich denke, der Trainer wird dir schon sagen, wie du dich verhalten sollst im Stellungsspiel. Und dafür bin ich sehr dankbar. Die Gespräche jetzt gestern, insbesondere vorgestern, wie muss ich mir das vorstellen untereinander in der Mannschaft? Ist es da auch mal laut geworden? Hat man da schonungslos Dinge angesprochen und was überwiegt? So ein bisschen der Frust über die letzten beiden Spiele oder eher so diese Einstellung, jetzt erst recht und wir werden es jetzt allen zeigen? Laut jetzt. Laut, also wenn das laut werden würde. Der Leo hat wieder von irgendjemandem eine Ohrfeige gefangen, so aus dem Hinterhalt, so, als ob das laut werden würde in dieser Mannschaft, Alter. Das ist doch das Problem, was wir in dieser Mannschaft gerade haben. Dass da halt keiner ist, der mal laut wird, der mal die Verantwortung übernimmt, der mal da reingrätscht in die Wunde, Alter. Das ist doch das Problem, was wir haben. Das sind alles nur ihre komischen, brauchen wir gar nicht mit anfangen, Alter. Es fehlt halt einfach da ein wirklicher Führungsspieler, der die Fresse aufmacht, der nicht nur dummes Zeug labert, nicht nur Durchhalteparolen von sich gibt.
Das haben wir halt einfach nicht. Nicht, aber wir haben natürlich schon direkt angesprochen, was gut läuft und was auch vor allem nicht so gut läuft, was natürlich... Was läuft denn gut? Wir haben das direkt angesprochen, ja. Man muss da ansprechen, was gut läuft. Ja, lief richtig gut gegen Dortmund, ne? Viel wichtiger ist, wir haben daraus den Schluss gezogen, dass wir natürlich, oder dass natürlich auch sehr, sehr viel Frust mit dabei ist. Es steht außer Frage, weil wir natürlich eine so hohe Qualität haben. Ja, es ist so viel Frust dabei. Sitzt da und grinst sich einen in den Bart, Alter, und erzählt einer von, dass Frust dabei ist. Leute, Leroy, guck dir mal meinen Stream an, dann weißt du, was Frust ist, Alter. Dann sitzt du hier nicht und lachst dir einen im Bart. Junge, das ist authentisch wie eine... Alter, wie Augsburger Puppenkiste. Wir haben im Team, dass es natürlich sehr ärgerlich ist, dass wir es halt einfach nicht die ganze Zeit zeigen können. Und deswegen haben wir halt einfach gesagt, jetzt zeigen wir's. Wir haben jetzt einfach gesagt, Leute, wir haben jetzt 40 Spiele so gespielt, haben uns jetzt einfach gesagt, wisst ihr was? Männer, komm, jetzt zeigen wir's. Oder? Ist doch ganz einfach. Wenn das 40 Spiele nicht läuft, dann sagen wir einfach, komm, jetzt zeigen wir's und dann zeigen wir's. Punkt. Jetzt erst recht. Ich meine, es ist ein Champions League-Spiel, es ist ein komplett anderer Wettbewerb. Der andere Wettbewerb. Zählt es schon fast gar nicht so, wie gut bist du in der Liga im Moment, wie stehst du da? Sondern man muss halt einfach in dem Moment da sein. Da spielen sehr viele Faktoren. Er hat ja natürlich recht, ne? Haben wir ja auch immer argumentiert. Alles gut, fühle ich voll. Hätten wir nicht diese Leistung gegen Dortmund gezeigt und diese unterirdische gegen Heidenheim in der zweiten Halbzeit, würde ich das ja auch glatt fühlen, ne? Ich bin sehr gespannt morgen. Bin gespannt, ob das, was er da erzählt, ob wir davon ansatzweise was auf dem Platz sehen werden. Vor allen Dingen von ihm. Tore mit dabei und wir wollen halt einfach versuchen, unser Bestes morgen zu geben und das Spiel zu gewinnen. Aber das Ding ist, da steht ja auch nicht Dortmund. Nichts gegen Dortmund, ja. Das war aber kein gutes Spiel von Dortmund. Und da steht auch nicht Heidenheim, ja. Heidenheim. 3 Tore in der zweiten Halbzeit. Da steht der FC Arsenal. Tabellenplatz 1 in England. Aber morgen zeigen wir's. Haben wir jetzt beschlossen als Mannschaft. Vorletzte Reihe Julian Buhl für T-Online. Ja, also ihr müsst morgen ohne Auswärtsfans hier antreten. Welche Rolle kann das möglicherweise? Das spielt gar keine Rolle, weil die Fans den Spielern ja scheißegal sind. Die gehen ja nicht zu den Fans nach dem Spiel. Haben wir in Heidenheim auch wieder gesehen. Wenn er jetzt irgendwas anderes erzählt, dann ist das auch wieder sehr glaubwürdig. Das ist ja scheißegal. Weil das Spielen, wie groß kann auch dieser Nachteil sein für euch? Na klar, es ist ärgerlich. Man will immer irgendwie seine eigenen Fans. Ja, ist ärgerlich, ne? Ist ärgerlich. Ist ja ärgerlich. Mit dabei haben, die natürlich auch mal was zurückgeben. Im Endeffekt haben wir es morgen jetzt ist die Situation anders, die sind jetzt nicht dabei, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich trotzdem unser bestes Spiel abliefern, gut spielen und im Endeffekt den Fans dann auch damit was zurückgeben. Dann Florian Plettenberg für Sky. Einfach gefragt, morgen Startelf, weil du hier sitzen darfst. Weil du sitzt und fit bist. Du dir mit deiner Erfahrung, wo du jetzt auch hast, diese 2 Gesichter der Bayern, Bundesliga, Champions League, jetzt mal mit Ausnahme des Hinspiels gegen Latt. Alter, ich verstehe halt diesen Move nicht, ne? Ich verstehe diesen Move nicht mit diesen 2 Gesichtern. Sehe ich das so verkehrt? Habe ich irgendwie einen Nagel im Kopf oder was? Diese 2 Gesichter, wo sind diese 2 Gesichter? Nochmal, das Hinspiel gegen Lazio war grottig. Die beiden Spiele gegen Manchester United waren grottig. In Kopenhagen war schlecht. In Galatasaray war Katastrophe. Wo reden wir denn von diesen 2 Gesichtern? Als hätten wir jetzt in der Champions League immer super performt. Was ist denn los mit den Leuten? Ob es morgen Startelf sein wird, müssen Sie den Trainer fragen. Wie gesagt, es sind 2 verschiedene Wenigstens einer, Alter. Chaka. Ich meine, Jana klar auf der einen Seite. Freut mich, dass er so gut gelaunt ist. Freut mich für ihn, wirklich. Kann man auch sein, oder? Man kann mal gelöst sein, man kann sich freuen nach den letzten 2 Spielen. Da muss man nicht mal da ernsthaft sitzen und mal ein bisschen reflektiert, mal ein bisschen Klartext reden. Das muss man nicht. Man setzt sich dahin, freut sich, Chaka, New York Cappy auf. Ne? Besten noch eine Weinschorle dabei und schön Salat. Bist du mehr im Rhythmus in deiner eigenen Liga. Da ist dann natürlich auch mehr tagtäglich der Fokus auch drauf.
Und dadurch, dass es da natürlich halt nicht immer top lief, macht man sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Gedanken darum. In der Champions League lief es dann halt natürlich ein bisschen besser, Ausnahme von dem einen Spiel. Aber das müssen wir halt eigentlich quasi immer zeigen, egal was für ein Spiel ansteht. Und im Endeffekt hat es jetzt natürlich nicht so geklappt, aber im Endeffekt können wir es jetzt auch nicht mehr ändern. Wir müssen einfach weiter nach vorne schauen und morgen können wir einiges wieder gut machen und etwas wieder in die richtigen Wege leiten. Nee, können sie nicht. Sag ich euch ganz ehrlich. Ja, du kannst, wenn du morgen, keine Ahnung, sagen wir utopisch, wir gewinnen, holen einen Punkt, wie auch immer, sagen wir am Ende des Tages kommen wir weiter gegen Arsenal. Du kannst trotzdem nichts gut machen, Alter. Du kannst diese Schmach gegen Dortmund nicht gut machen. Das geht nicht. Für jeden FC Bayern-Fan, der aus voller Seele FC Bayern-Fan ist, kannst du nicht jetzt durch ein Weiterkommen gegen Arsenal diese Leistung gegen Dortmund wieder wettmachen. Das kannst du nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Kommen wir zu den letzten Fragen. Aber traurig, dass er das nicht versteht. Bitte Heiko Niederer für Bild. Ja. Hi Leroy. Es wurde in den letzten Tagen auch wieder sehr viel über den Trainer Thomas Tuchel diskutiert. Kannst du einmal sagen, wie ihr ihn in diesen Tagen wahrnehmt? Es ist ja auch für ihn, glaube ich, Top-Trainer. ein besonderes Spiel, Champions League. Lässt mich immer spielen, egal wie ich spiele. Super Trainer. Wie heiß ist er auf das Spiel? Wie vermittelt er euch das? Er hat uns genauso vorbereitet wie vor allen anderen Spielen auch. Läuft. Dann ist doch klar, Leute. Dann kann das doch morgen nur ein besonderes Spiel werden. Hat uns genauso vorbereitet wie vor den Spielen gegen Dortmund und Heidenheim. Läuft. Man merkt ihm das auch an. Er hat uns auch Videos gezeigt und auch selbst erzählt, wie die Mannschaft agiert, wie sie Fußball spielt. Uns natürlich auch gewarnt, aber auch gleichzeitig damit auch motiviert, was wir auch machen können und was wir auch eigentlich einfach zeigen müssen. Er freut sich natürlich auch auf das Spiel morgen, dadurch, dass es auch in London ist. Nichtsdestotrotz will er genauso das Spiel gewinnen wie wir und wir sind halt einfach alle heiß auf morgen. Wir sind alle heiß, wir brennen wie Frittenfett. Richard, vielen lieben Dank. Für Kuss aus Vernuss und 5 Euro, ich danke dir. Last row, Sky UK, ja. Hi Leroy. You mentioned Harry Kane before. Leroy, du hast Harry Kane schon genannt und vor allem am Anfang der Saison sah es so, als hättet ihr einfach eine sehr, sehr gute Verbindung. Wie war es? Ich weiß nicht, was die Reporter immer für Sachen sehen, oder? Also ich denke, Anfang der Saison haben die keine gute Verbindung gehabt. Ja, da waren nur Einzelaktionen im Spiel. Erst recht von Liboy. Zwischendrin, ja, stimme ich zu. Gegen Ende so der Hinrunde war es wirklich ein gutes Zusammenspiel zwischen Liboy und Harry Kane. Ja, da gehe ich mit, aber gerade am Anfang war das nicht so, also wild. Denn im Laufe der Saison mit ihm zu spielen oder auch mit Gabriel Jesus? Ja, es ist sehr einfach mit ihm zu spielen, weil er einfach ein sehr intelligenter Spieler ist. Er weiß, wie seine Mitspieler spielen und versucht das eben zu nutzen, soweit es geht, oder auch seinen Mannschaftskollegen zu helfen. Das hilft uns sehr viel, aber auch ihm selbst, und wir haben eine sehr gute Verbindung, würde ich sagen. Ja, also es hilft sehr viel, denn er ist einfach ein super Stürmer. Wir hatten keinen Kontakt mit Gabriel vor diesem Spiel, aber weil wir einfach so sehr fokussiert drauf sind, aber ich freue mich sehr darauf, ihn morgen zu sehen, und wir werden auf jeden Fall miteinander reden morgen. Wild, wir sind richtig fokussiert morgen. Ich bin sehr gespannt. Wolf Burrito, vielen lieben Dank für deine 2 Euro. Informationsdienst. Ja, lieber persönlich vielleicht nochmal eine Frage. Wie ist denn der letzte Vertragsjahr im Sommer? Kannst du ein bisschen Einblick geben, wie deine Planungen sind und wovon es abhängt, ob du in München bleibst? Na klar, gibt es einige Sachen, wovon es abhängt, aber im Moment. Aha, die da wären, ich möchte nochmal 2 Millionen mehr verdienen? Mache ich mir jetzt auch nicht so viele Gedanken darüber, weil erstmal morgen haben wir ein wichtiges Spiel. Darauf bin ich fokussiert. Ich bin im Hier und Jetzt und ich will halt einfach, dass wir
mit der Mannschaft wieder anfangen, guten Fußball zu spielen, zu gewinnen. Ein gutes, im Endeffekt noch vielleicht einiges retten können mit der Champions League. Und da sind meine Gedanken. Bei mir, meine Verantwortlichen sind auch im Kontakt mit dem Verein, mit dem FC Bayern. Und da wird es auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch ein bisschen intensiver sein. Aber im Endeffekt versuche ich mich im Großen und Ganzen einfach auf die Mannschaft zu konzentrieren. Ja, am besten fängst du schon mal an, ein bisschen Spanisch zu lernen, dann gehst du nach Barca, dann ist doch alles gut. Dann sind wir doch alle zufrieden. Und dann noch Manuel Bunke für TZ. Manuel! Hier werden Angreifer, Flügelstürmer, Offensivspieler wird auch immer an den Toren und Assists gemessen. Die Vorrunde war überragend. Wow, jetzt kommt endlich mal die erste Frage, die ein bisschen Substanz hat. Vielen lieben Dank dafür. Und jetzt bist du so zumindest, was die Statistik angeht, im Loch gefallen. Wie sehr machst du da auch selber Druck und wie sehr kommt es vielleicht auch zu kurz, dass du dich jetzt auch lange mit Verletzungen immer gequält hast, durchgespielt hast, viel gespielt hast? Kannst du da mal einen Einblick geben? Na klar habe ich auch meine persönlichen Ziele und die ich versuche zu erreichen, aber im Endeffekt für mich in meinem Spiel ist es am wichtigsten, dass ich gut spiele und der Mannschaft helfe. Egal. Ja, das hast du nicht die letzten Wochen und Monaten, Junge. In keinem verkackten Spiel. Egal, ob es mit Toren, Vorlagen ist oder... Ja, davon haben wir gar nichts gesehen. Halt einfach generell ein gutes Spiel, das dann halt durch Defensive... Haben wir auch nicht gesehen. Jetzt setzt er sich echt dahin, ich weiß, was er jetzt sagt, der setzt sich jetzt echt dahin als offensiver Flügelstürmer und erzählt uns jetzt, ja, auch wenn es dann dadurch ist, dass ich defensiv gutes Spiel mache. Nein! Du bist ein offensiver, verfickter Flügelstürmer, Alter. Und kein rechter Außenverteidiger. Arbeit ist oder sonst was anderes ist. Ich will halt einfach im Endeffekt am Ende des Spiels sagen können, hey, ich habe gut gespielt, habe ein gutes Gefühl und das ist, was mir am meisten gibt und auch Spaß macht. Deswegen spielen wir auch, glaube ich, alle zusammen mit Fußball, weil es halt am Ende einfach ein super Gefühl ist, wenn man dann noch gewinnt und natürlich der Mannschaft geholfen wird. Ja, wann hast du das Gefühl denn zum letzten Mal gehabt? Das würde mich mal interessieren. Junge, Alter. Ich versuche halt einfach so schnell wie es geht, meinen Rhythmus wiederzufinden. Und wie gesagt, ich will halt, egal wie es aussieht, in jeder Hinsicht. Ist nicht wichtig, dass sie als offensiver Außenstürmer keine Torbeteiligung, Torvorlage haben. Ist nicht wichtig, Leute. Ja, ist klar. Ist genauso unwichtig, dass der Torwart die Bälle hält oder der Innenverteidiger die Zweikämpfe gewinnt. Ist doch nicht wichtig. Hauptsache, ich habe ein gutes Gefühl als Innenverteidiger. Vielleicht mache ich vorne ein Tor, dann habe ich doch eine gute Leistung gezeigt als Innenverteidiger. Ist doch egal, wenn der gegnerische Stürmer dann 4 Tore schießt. Was soll's? Ist doch nicht wichtig. Hm? Eigentlich die Mannschaft helfen. Was ein Dummfick, Alter. Danke, Leroy. Fliegender Wechsel. Coach ist schon da, kommt gleich. Ja, bring rein. Schön. Gut. Leute, Teil 1 der Pressekonferenz. Vielen lieben Dank für euren Support, wie immer, Leute, auf YouTube. Tschüssi. Wilder Take. So, jetzt lese ich mal 2-3 Minütchen in den Chat und dann gehen wir in Tuchel rein. Kann er sich noch da das Wasser aufschrauben, obwohl es ein Gatorade, was da steht. Ne? Wild. Junge. Der lacht sich eins, weil er im Sommer weg ist. Ja, hoffentlich, Thorsten. Hoffentlich. Dann kann er von mir aus gerne noch alle restlichen Spiele durchlachen. Junge. Der hat mich getriggert jetzt. Wild. Es ist nicht wichtig als offensiver Außenstürmer. Egal, ob ich das dann durch Defensivleistungen kompensiere. Junge, Alter, auf welchem Planeten lebt der denn bitte? Wir sind in der Muppet Show mit der PK des FC Bayern im Hintergrund. Ach ja. Teilnehmerurkunde, ja, so ungefähr, ey. Na gut. Oh, was ist denn da los? Tuchel in feinen Zwirn, Alter. Jetzt wird's wild, Leute. Seid ihr bereit für den rausgeputzten Tuchel? Gut. Schmeiß die Aufnahme an. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum zweiten Teil der FC Bayern Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Arsenal mit unserem Chefcoach Thomas
das? Toll. Gestriegelt und geschmiergelt, Leute. Auf geht's. Hallo, ja. Hallo. Das ist die erste Meldung. Okay, Thomas Tuchel, herzlich willkommen. Teil 2. Bitte schön. Same procedure. Immerhin, bevor wir reingehen, er sieht heute mal frisch aus, ne? Keine Augenringe und so. Aber ist ja auch klar, Tuchel ist in seiner Heimat, ist in England. Das fühlt er, da wird er kribbelig. Melden und dann geht's los mit Frank Guck Linke. mal, da guck mal gleich, die englischen Reporter, gleich wie das Grinsen im Gesicht läuft. Sehr schön. Vor einem Jahr war auch für die Finale in England, damals in Manchester. Sie haben 3-0 verloren und sich hinterher schockverliebt gezeigt in ihre Mannschaft. Was muss denn passieren, damit dieser Zustand morgen nochmal eintritt? Gleiche Leistung, gleiche Leidenschaft, gleiche Leistung. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Spaß gemacht zu coachen. Anderes Ergebnis, bitteschön. Das war eine bittere Niederlage, die sich in keiner Sekunde wie ein 3-0 angefühlt hat. Nee, keiner Sekunde. Das ist, denke ich, das ist ganz sicher das Level, das wir von uns erwarten konnten in dem, wie wir das Spiel angehen. Wir hatten auch damals dann, glaube ich, 2 Konstanten. Das erste Tor konnten wir... Jungs, ihr müsst doch jetzt nicht anfangen, vom Spiel von vor einem Jahr zu reden, Alter. Meine nicht Güte. verhindern, aber mit dem Schuss. Aber die anderen beiden Tore haben wir selber eingeleitet, auch da mit Konzentrationsfehlern. Trotzdem war ich insgesamt sehr, sehr zufrieden mit der Mannschaft nach so kurzer Zeit. Und, wir brauchen, Jetzt hast du eine super, super, super lange Zeit gehabt. Mal gucken, wie zufrieden er dann sein wird. eine Leistung auf diesem Level. Wir spielen gegen Arsenal. Arsenal ist im Moment die beste Mannschaft in der Premier League, verdientermaßen. Das zeigen alle Daten. Sie setzen herausragende Daten auch in der Champions League. Die Daten sind grandios, Leute. Ne? Daten sind grandios. Sind in Topform und sind seit 2 Saisons absolut auf allerhöchstem Niveau konkurrenzfähig. Deshalb wird das ein großer Test. Mitte links, Manuel Bunke. Großer Test. Ein großer Test wird das. Aha, okay. Hallo Tuchel. Hallo. Max Eberl hat vor dem Flughafen erzählt, dass es bei der Analyse des Heidenheim-Spiels auch lauter wurde, dass man sich die Meinung gesagt hat. Können Sie uns einmal mitnehmen? Also wer sagt von wem die Definitiv. Meinung? Den Spielern, alle unter... Nächste Frage. Kann ich nichts dazu sagen. Ich war dabei, aber das machen wir intern, weil es intern bleibt. Hast du schnell noch eine, oder? Nein. Dann frag mal deinen Nachbarn Tobias als Chef. Tobias. Tuchel, wäre für Sie die Saison noch halbwegs zu retten, wenn man jetzt in der Champions League weiter käme? Also es läuft ja in der Champions League sehr gut. Ich kann mich da nur wiederholen mit dem, es läuft sehr gut in der Champions League, fühle ich immer noch nicht. Wollen wir nicht drüber reden? Oder ist die Saison so oder so mehr oder weniger verloren? Die Saison ist nicht verloren. Die Saison ist dann zu Ende, wenn sie zu Ende ist. Und dann gibt es Gründe dafür, so wie sie ist. Wir stehen verdient in der Kritik nach unserer Leistung im DFB-Pokal und in der Liga. Das ist einfach so. Da braucht sich auch keiner fragen, ob wir die auch annehmen, die Kritik. Die nehmen wir selbstverständlich an. Die Leistungen, die Konstanz in unseren Leistungen war einfach nicht so. Der Hunger, die Hingabe, die Leidenschaft in der Bundesliga, wie wir das von uns erwarten. In der Champions League war das auf einem sehr hohen Niveau bisher durchgehend. Aber ja, wir haben das Mindestziel erreicht. Alter, wir brauchen nur mal die erste Halbzeit oder die ersten 60 Minuten in Galatasaray nehmen. Wenn wir darüber reden, dass diese Leistung und die Einstellung auf einem sehr hohen Niveau war, Alter, dann habe ich irgendwie ganz andere Champions League-Spiele gesehen. Und nochmal, die Spiele gegen Manchester United waren auch wild. Das Spiel in Kopenhagen war auch wild. Also, immer diese Schönrederei, Alter, die ganze Saison, das geht mir so auf die Eier, Jungs und Mädels. Es sind viele große Teams auch nicht im Viertelfinale. Man vergisst das, glaube ich, dann ganz. Ja, ist ein super Erfolg, mit FC Bayern im Viertelfinale der Champions League zu stehen. Das kannst du dir dann am Ende der Saison auf die Fahne schreiben, Thomas. Grandios. Oft und nimmt die Dinge, wenn sie oft passieren, einfach auch als normal an. Das ist es definitiv nicht. Es ist mein Mindestziel, es ist auch das Mindestziel vom FC Bayern, im Viertelfinale zu stehen. Und dann in den letzten 8 brauchst du Matchglück, du brauchst Form, du brauchst die Tagesform, du brauchst
Du brauchst auch mal vielleicht 1, 2 kleine Schiedsrichterentscheidungen und das Quäntchen Glück auf deiner Seite. Das werden wir versuchen, morgen auf unsere Seite zu ziehen. Was das mit der Saison macht, das ist eigentlich... Das ist dann eine Frage für Sie, für die Journalisten, das zu beurteilen von außen. Wir haben unsere Analyse, die auch selbstkritisch ist, wieso wir an dem Punkt sind, wo wir sind. Ja, dann hau die doch mal raus. Warum sind wir denn an diesem Punkt, wo wir sind? Morgen spielen wir in einem anderen Wettbewerb und haben die Chance, ins Halbfinale zu gehen. Dazu brauchen wir 2 absolute Topleistungen und da liegt der Fokus. Was das mit der Saison macht, weiß ich, ist unerheblich dann. Eins davor, Marc. Scheißegal, ne? Wurst. Aber bitte. Grüß Gott, Herr Tuchel. Trotz dieser von Ihnen gerade angesprochenen schwierigen Ausgangssituation, wie besonders ist für Sie das persönlich, jetzt nach England für die Premier League zurückzukehren, dann gegen Arsenal, eine Mannschaft, wo man eigentlich lange suchen muss in dieser Saison, um eine Schwäche auszumachen? Ja. Tolle Offensive, Prunkstück ist das Mittelfeld. Ja, würde ich doch sagen, ist ja ähnlich wie gegen Leverkusen. Wir tauschen einfach mal wieder die Schlüsselposition komplett durch, dann passt das schon. Meiner Meinung nach dann nur 23 Treffer in der Liga, auch noch die beste Abwehr obendrauf. Gibt es irgendwas, was Sie ausgemacht haben, wie man Arsenal beikommen kann? Ja, aber es ist extrem schwierig, weil die Leistung sehr rund ist, weil sich Arsenal auch komplett als Team definiert. Sie sind zu all dem, was Sie schon gesagt haben und zu Recht gesagt haben, noch die beste Mannschaft aktuell in Europa. Bei Standardsituationen, wir sind, glaube ich, dicht dahinter, aber leider in Ticken dahinter. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Wir sind super zufrieden mit unseren Ecken, Leute. Macht euch keine Sorgen, das läuft morgen. Wie geschnitten Brot. Leistung, aber Arsenal hat auch da die Nase vorn. Das kommt dann noch dazu. Und es ist jetzt seit glaube ich, im 2. Jahr, dass sie auf dem hohen Niveau konstant spielen, sie unglaubliche Energie auf dem Platz bekommen und das auch halten können. Hat, glaube ich, kompletter Kulturwechsel auch nochmal stattgefunden unter Arteta seit seinem Beginn. Es trägt komplett seine Handschrift. Der Club war klar, welchen Weg sie mit ihm gehen wollten und das zahlt sich massiv jetzt gerade aus. Mannschaft und Trainer sind eine Einheit, so spielen sie. Ja, das wäre schön, wenn wir das auch mal wieder sagen könnten, ne? Dass Mannschaft und Trainer eine Einheit sind. Da sind wir so weit von weg wie, ja, weiß ich nicht. Wild. Aber ja, das ist halt Mannschaftssport, ne? Und da schlägt das dann halt zu Buche. Sieht man in jedem einzelnen Spiel. Sie dominieren im Moment die schwierigste Liga in der Welt und das spricht für sich. Es ist nur so, dass wir natürlich auch um unsere Stärken wissen, dass wir auch darum wissen, wie wir ihnen wehtun wollen. Wir wissen, dass Champions League trotzdem ein Wettbewerb ist, in dem wir mehr Erfahrung haben als Arsenal über die Ja, daran ziehen wir uns natürlich hoch, ne? Weil da haben wir ja letztes Mal auch schon heiß diskutiert hier im Stream über die internationale Erfahrung, die ja so super wichtig ist. Aber das werden wir ja morgen sehen. Wenn dem so ist, dann sollten wir morgen das Ding ja easy nach Hause schaukeln, ne? Oder zumindest ein easy peasy Unentschieden holen, wenn die internationale Erfahrung doch so sehr wichtig ist. Bin gespannt. Ja. Vielleicht werde ich ja morgen widerlegt. Weil ich bin der Meinung, dass die absolut uninteressant ist. Historie und auch über die vergangenen Jahre, die letzten 4 Jahre, die letzten 5 Jahre. Wir haben mehr Erfahrung. Es ist anders. Es ist anderer Fußball in Europa als in der Premier League. Das hat schon einen Einfluss und hoffentlich auch zu unseren Gunsten. Wir wollen das auf jeden Fall zu unseren Gunsten nutzen. Nein, first row, please, yeah. Of course. How are you? I'm fine. Ah, guck mal, wie er gleich wieder aufgeht, der Thomas. Wie eine Blume, die sich öffnet, oder? Ein englischer Reporter stellt Ihnen eine Frage. Guckt ihn ruhig an. Wie er strahlt. Wie geht's dir? Schön, Sie wiederzusehen. Du hast Arteta erwähnt. Bist du darüber überrascht, wie gut er inzwischen ist? Nein, es war ein schwieriger Anfang vielleicht, aber der Team stand zum Trainer und sie haben diese schwierige Phase zusammen durchgestanden. Sie haben eine neue Kultur zum Team gebracht oder ins Team gebracht und das haben sie zum Rollen gebracht und es hat nie aufgehört. Das Momentum war weiterhin da. Es ist sehr fließend.
taktisch ist es auf sehr hohem Niveau, es ist sehr dominant, sehr aggressiv, es ist sehr stabil gegen den Ball. Also sehr schwierig, da was zu finden. Jeder Aspekt des Teams ist oder des Spiels ist angegangen worden und man muss ihm wirklich ein großes Kompliment machen. Aber, da ist immer ein Aber, nicht wahr? Immer. Wir werden nichtsdestotrotz... Weil wir haben Heavy Kane, Leute. Heavy Kane. Und Choupo haben wir ja gehört. Choupo morgen 3 Hütten, Leute. Versuchen, stark zu sein morgen. Wir möchten das Team werden, das Lösungen findet gegen sie. Es ist Champions League und nicht Premier League. Es ist ein europäischer Style oder Stil, der etwas anders ist als der in der Premier League selbst. Wir haben mehr Erfahrung. Ich würde ja mit allem mitgehen, was der Tuchel so erzählt. Ja? Fühle ich ja. Auch den Erfahrungsfaktor kann man so minimal mit einfließen lassen. Auch sein komischer Take. Es ist europäischer Fußball und kein englischer, weil der englische Fußball jetzt nicht europäisch ist, sei mal dahingestellt. Wenn wir denn auf ein einigermaßen guten Niveau Fußball gezeigt hätten die letzten Wochen, würde ich da alles mitgehen. Haben wir aber nun mal nicht. Ganz im Gegenteil. Wir haben ein Offenbarungseid nach dem anderen gezeigt. In diesem Wettbewerb und so werden wir es versuchen zu starten. Aber mein größtes Kompliment an Arteta und den ganzen Club, beziehungsweise die ganze Belegschaft, wie sie das Team umgewandelt haben. Sehr schön. Es geht ja bei dir auch um mehr jetzt diesen Sommer, diese Veränderung. Habt ihr mich schon vergessen oder was? Also normalerweise, also nicht normalerweise, doch normalerweise gebe ich alles für das Team, das ich trainiere. Ich fühle Normalerweise oder nicht normalerweise gibt er alles für das Team, was er trainiert. Thomas, jetzt machen wir nicht so. Ich bin glücklich, auf diesem hohem Niveau spielen zu dürfen oder trainieren zu dürfen. Ich mache es auch für meine Leidenschaft und meinen Willen zu gewinnen, um mich selbst zu beweisen auf diesem hohen Niveau. Aber ich möchte keine... Ja, kann man ja dann auch so sehen, oder? Kann man halt einfach sagen, Dortmund und Heidenheim ist halt nicht dieses hohe Niveau, da muss man sich dann nicht beweisen. Ne? Macht man nur in der Champions League gegen den FC Arsenal. Schlagzeilen lesen über andere Vereine. Ich werde alles für Bayern München geben bis zum letzten Spiel. Das ist auf jeden Fall sicher. Und was ich auch von mir verlange, das wird morgen weitergehen auf dem hohen Niveau. Es wird weitergehen auf dem hohen Niveau. Wie gegen Dortmund und Heidenheim? Ja, dann... Am Samstag kam die Frage, wie Sie der Mannschaft nach so einem Spiel einen neuen Impuls geben. Für Arsenal, da haben Sie gesagt, Sie wissen es noch nicht, aber Sie wissen es morgen oder übermorgen. Ja. Jetzt heute können Sie sagen, haben Sie den Impuls gefunden und können Sie uns ein bisschen teilhaben lassen, wie Sie versuchen wollen, der Mannschaft wieder diese Leidenschaft und Energie einzuhauen, die zuletzt in Sie gefehlt hat. Die fehlt uns in der Liga. Ich denke, dass es hilft, auch nicht drum rumzureden. Das ist einfach so. Das ist einfach so, das kann man halt nicht ändern, oder? Das ist halt so, Leute. Weiß ich doch nicht, ist doch egal. Es ist halt einfach, es fehlt uns in der Liga. Aber in der Champions League waren wir stark, bärenstark bisher. Wir haben dominiert. Beste Mannschaft in dem Wettbewerb bisher. Wir zeigen das nicht konstant genug in der Liga, aber morgen ist keine Liga. Deshalb, eine schlechte Nacht gehabt, haben es gemeinsam analysiert, wie immer, offen, ehrlich, direkt, sachlich und auch emotional. Haben es dann wirken lassen und haben heute am zweiten Top trainiert haben wir, top. Tag danach Abschlusstraining gemacht. Das bedeutet, klar, wir haben uns taktisch vorbereitet auf morgen. Wir haben Bilder gezeigt, auch da entsprechend die Mannschaft vorgestellt, die Mannschaft darauf eingestellt. Und dann ist es auch irgendwann gut. Dann ist es irgendwann auch vergessen. Nichts ist älter als die Zeitung von gestern und das Fußballspiel von vorgestern, ganz sicher. Das ist natürlich jetzt gerade auch zu unserem Vorteil. Es gibt natürlich schönere Ausgangslagen, diese Leichtigkeit, das Gefühl von Selbstverständlichkeit, das du bekommst, wenn du gewinnst, haben wir im Moment nicht. Aber das sollte uns definitiv nicht davon abhalten, morgen alles zu investieren. Wir müssen Also das einzigste Szenario, was ich persönlich mir vorstellen kann für morgen,
ist, dass wir in der ersten Viertelstunde, wie auch immer, ja, durch einen ungerechtfertigten Elfmeter, durch irgendeinen Standard, irgendwie 1-0 in Führung gehen. Dann kann ich mir vorstellen, ja, ähnlich wie gegen Stuttgart, wir stellen uns hinten rein und versuchen irgendwie 2, 3 Konter zu fahren und das Ding irgendwie über die Zeit zu bringen. Haben wir im Moment die Stabilität in der Mitte dafür? Nein. Punkt 1. Punkt 2 wird sein, welche Innenverteidigung darf spielen? Das wird der andere Faktor sein. Ja, aber das wäre wirklich das einzige Szenario, wo ich mir vorstellen könnte, dass irgendwas geht. Und sollte Arsenal früh in Führung gehen, Alto Belli, dann kann das richtig wehtun morgen. In der Verbissenheit, in unserem Investment, in der Bereitschaft auch zu leiden und uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Ja, das haben wir ja die letzten beiden Spiele nicht gesehen. 2 Schippen drauflegen gegenüber den letzten beiden Auftreten. Nee, da musst du 100 Schippen drauflegen, da reichen keine 2 Schippen. In der Liga, da können wir ganz ehrlich sein und ganz offen sein. Ja. Und wenn wir das tun, was wir bisher auch getan haben in der Champions League, dann sind wir konkurrenzfähig. Ich habe auch da gesagt, wir spielen natürlich morgen gegen einen extrem schweren und formstarken Gegner. In einem Stadion, in dem es extrem schwer ist zu gewinnen, in dem eine besondere Energie herrscht. Aber wir spielen vor allen Dingen in dieser Saison auch gegen uns selber. Und deshalb gilt es, die beste Version von uns zu zeigen, das beste Gesicht von uns zu zeigen. Wenn wir das tun, sind wir auf dem höchsten Niveau konkurrenzfähig. Da brauchen wir uns auch nicht verstecken. Es geht nur darum, ja. Gut. Lass uns mal kurz zurück überlegen, wie oft haben wir das diese Saison gezeigt auf dem höchsten Niveau? Also ich persönlich erinnere mich an Dortmund. Nehmen wir Stuttgart noch dabei. Ich denke mal so Darmstadt, Bochum, das sehen wir jetzt mal nicht als höchstes Niveau an. Nochmal in der Champions League habe ich kein Spiel gesehen, was wir auf höchstem Niveau irgendwie mal klar dominiert haben. Schwierig. Aber wer weiß. Geht nur darum, das zu tun. Machen wir noch 3 Fragen bitte. Florian Plettenberg für Sky. Can I ask you about Kai? No, sorry. Oh, sorry. Man behind. Herr Tuchel, gegen Lazio Rom haben Sie sich ja den C angeknackst, aber dieser gebrochene C stand ja auch für sehr viel Impulsivität. Was können Sie denn morgen und was wollen Sie der Mannschaft mitgeben? Was haben Sie vielleicht vorbereitet? Und dann gestatten Sie mir noch die Frage, nach dem Feststand. Der Blick, Alter, der Blick. Was labert der? Was will der jetzt von mir? Ich soll ihn motivieren? Was? Champions League. Da brauche ich kein Motivieren. Das ist Motivation genug, Leute. Dass hier sich um die Bayern trennen, ist ja sehr, sehr viel eingebracht hat, auch auf Sie menschlich. Was hat das mit Ihnen gemacht und würden Sie in der Rückbetrachtung wieder die Entscheidung treffen, bis zum Saisonende weiterzumachen oder hätte man das vielleicht vorher... Diese Frage muss man jetzt vorm Champions League Spiel stellen, oder was? Was ist das denn wieder für ein Dummfick, Alter? Alter. Sowas ist halt... Sorry. Ja. Ich hoffe, da geht er gar nicht drauf ein. Für alle Seiten. Für Sie den Teil der Frage. Für mich? Nein, es ist schön, dass Sie sich Sorgen um mich machen, aber mir geht es mit der Entscheidung gut. Ich bin alt genug, um für meine Entscheidung gerade zu stehen. Das ist am Ende auch nur Fußball, auch wenn es mir extrem viel bedeutet. Das war, habe ich ja auch schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob das zur Debatte stand und ob ich allzu viel Mitsprache, Mitgestaltungsrecht da hatte. Aber es war keine Option aufzuhören. Ich weiß, wie wir arbeiten. Ich weiß um meinen Input auch, den ich gebe. Der ist in der Liga definitiv nicht so zu sehen, wie wir das wollen. Damit sind wir und ich mit meinem Trainerstab und ich persönlich die härtesten Kritiker mit mir selber. Aber wir ziehen das bis zum Ende durch. Das ist so vereinbart. Das ist die beste Lösung und dazu stehe ich nach wie vor. Ja, ist die beste Lösung auf jeden Fall für den Verein. Sieht man ja. Läuft richtig bei uns. Okay, in the middle, yes. Hi. Ja, jetzt mal der erste Teil der Frage war doch viel interessanter, Alter. After the game this weekend, Roberto De Zerbi said, when speaking of why Arsenal was so good, he singled out Martin Odegaard as a very... Jemand hat gesagt, dass Arsenal, als er sagen sollte, wieso Arsenal so gut ist, hat man Odegaard genannt. Wie viel Einfluss hat auf das Spiel? Naja, Arsenal an sich definiert sich als Team und das ist toll und das ist schön zu sehen. Ja, das hätte der Thomas auch sehr gerne, hat er aber nicht hingekriegt aus diesen
komischen Egoistenhaufen ein Team zu formen. Ne? Das ist ja unser großes Problem diese Saison. Man ist nicht abhängig von einem individuellen Wovon wir super stark abhängig sind. Spieler oder individuellen Lösungen, um Spiele zu gewinnen, kontinuierlich. Aber ich verstehe, warum er das so gut findet. Ja, weil wir das alles nicht haben. Sind ein sehr teamfokussiertes Team und es ist sehr beeindruckend. Aber Sie haben recht, Ødegaard ist einer der Schlüsselspieler. Er ist einer der Schlüsselspieler. Wir lieben es, wie er seine Aktionen beginnt. Wir lieben, wie er sie begeht oder wie er seine Aktion macht. Und die Verbindung zwischen ihm und Saka und mit Kai Havertz und auf der linken Seite läuft es einfach wunderbar. Und ich hoffe, wir finden die Lösungen dagegen oder die Lösungen, die wir gefunden haben, werden die richtigen sein, um ihm das Leben schwer zu machen. Aber er ist ein toller Spieler. Und es ist sehr beeindruckend, wie er sich als Kapitän entwickelt hat. Und das ist einer der Schlüsselspieler, den wir versuchen werden zu stoppen. Kai Havertz hat ein spezielles Tor für dich erzielt in Chelsea. Wie wichtig ist es, dass dein Team jetzt ihn aufhalten kann? Und wird es ihm helfen, die ganzen Fans zu haben? Naja, er blüht auf, egal ob es Fans gibt oder nicht. Es ist schön, Harry hier auch zu haben in Arsenal. Und hier in der Viertelfinale wird es ihn sehr freuen, ein Tor zu schießen. Nichts sollte ihn zurückhalten. Ich glaube, er ist sehr motiviert und Harry hilft immer dabei zu helfen, zu gewinnen. In Tottenham, aber jetzt auch bei Bayern und hoffentlich hilft er uns dabei zu gewinnen. Naja, Kai hat vielleicht das beste Tor meiner Trainerkarriere erzielt. Er ist ein toller Kerl, ein super Charakter, den er hat und er ist ein toller Teamspieler. Also ja, ich bin sehr froh für ihn, dass er die Wertschätzung bekommt, die er verdient. Und ja, wir müssen uns um ihn kümmern. Manchmal wechselt er Position, da müssen wir darauf achten. Wir haben auf dem Feld ein paar Leute, die ihn sehr gut kennen und natürlich muss er auch über seine Verbindung denken zu mir, also muss er hier das langsam angehen. Wir erwarten einen gewissen Respekt sozusagen. Dankeschön, habt einen schönen Abend. Wild, 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 wild. Wild. Ja, Leute, das war die PK, Alter. Jetzt könnt ihr sagen, ob ihr jetzt euphorischer seid für morgen. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob wir den Schalter umlegen können. Nach dem Dortmund-Spiel sehe ich das eher ein bisschen kritischer. Vor diesem Dortmund-Spiel Gedöns war ich bei 50-50. Ich würde unsere Chancen aktuell so auf 80-20 einschätzen, dass wir gegen Arsenal weiterkommen. Das hat gar nichts mit Pessimismus zu tun, einfach mit Realismus. Also nochmal, wenn man gegen Dortmund so eine leidenschaftslose Leistung zeigt, dann so eine zweite Halbzeit gegen Heidenheim, dann ist es schwer jetzt zu sagen, jo, morgen legen wir den Schalter um, morgen wird alles gut, morgen knallen wir richtig einen raus. Ich wünsche es mir natürlich. Nochmal, wenn Choupo 3 Tore schießt, lasse ich mir die Haare wachsen bis zum nächsten Meistertitel, der wahrscheinlich noch 2-3 Jahre auf sich warten wird lässt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Also ich gehe ohne große Erwartungen rein. Vielleicht ist das mal ganz gut. Und vielleicht überrascht mich diese Mannschaft dann einfach mal, indem sie wirklich losgelöst und mit einem Harry Kane als Anführer und absoluten, ja, titelloser Superstar, der unbedingt einen Titel will, vielleicht reißt das raus irgendwie, ich weiß es nicht.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe Arsenal noch nicht gesehen, die Saison, aber so wie Tuchel jetzt gerade alles erzählt hat, hat er das Bild eher verdunkelt bei mir wie besser gemacht. Also wenn Arsenal wirklich als Mannschaft spielt und so defensiv stark und schnell umschalten und so ist, wie er das gerade darstellt, dann bin ich sehr gespannt auf morgen. Ja. Ja, ist ja normal beim Leroy. Wenn er fit ist, das ist dasselbe wie Kimmich und Goretzka, wenn die fit sind, spielen die halt. Punkt. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. %90 Erfolgsfans hier, ja. Astral, Servus, go. 2-0 für Arsenal. Ich glaube nicht, dass wir morgen nur 2 Tore sehen. Und zu 5 auf 5. Nein. Ach, wie gesagt, vielleicht haben wir das Glück, vielleicht haben wir mal das Spielglück, aber es ist halt immer schwer, ne? Weil Spielglück und sowas hast du eigentlich nur, wenn du es dir verdienst. Und wenn wir ehrlich sind, die letzten Spiele, die letzten Wochen, die letzten Monate, wir haben es uns einfach nicht verdient. Ja? Das ist doch das große Problem. Ich meine, Tuchel setzt sich auch immer dahin und da erzählt so viel von Momentum und so weiter. Aber das musst du dir halt verdienen. Und das haben wir nicht. Ja? Das ist doch das große Thema. Aber Fußball ist nicht immer gerecht. Das wissen wir ja auch alle. Haben wir oft genug erlebt. Ne? Wir könnten da einige Finalspiele nennen, was wir uns mal verkneifen. Von daher, Fußball ist nicht immer gerecht. Vielleicht sind wir morgen die schlechtere Mannschaft und gewinnen das Spiel trotzdem 2-1 oder sowas. Wer weiß. Und dann ist das so. Dann beschweren wir uns nicht, dann nehmen wir das gerne mit und gut ist. Ne? So ein Ding halt. Guck noch am Ende von der PK, was da kommt. Was soll ich da noch gucken, ob der Tuchel jetzt nochmal eine Hand schüttelt oder was? Nach dieser Lobe bis zum Abend habe ich jetzt definitiv die Hoffnung zu gewinnen, ja. Aber wie gesagt, Fußball ist ja nicht immer gerecht. Ne? Von daher, die Hoffnung stirbt zuletzt, haben wir hier heute Abend auch schon oft gelesen. Womit soll ich die Trümmertruppe überraschen? Ja, dass wir halt einfach mal als Mannschaft auftreten. Das wäre schon eine Überraschung genug. Ach Junge, Alter, du gehst mir auch auf Eier, tschüss. Junge, was für Idioten hier reinschreiben teilweise. Also, es ist ja eine andere Welt. Habe die Top-Spiele gesehen gegen Liverpool und City. Oh, bin ich mal gespannt morgen. Entweder wird es katastrophal oder Sieg. Für mich 2 Optionen. Entweder wir verlieren 6-0 oder wir gewinnen 6-0. Was? Alles andere ist kontraproduktiv für das Spiel gegen Köln. Der ist gut, Gerhard. Ja, ich drücke uns natürlich auch die Daumen. Da sind wir uns ja alle einig. Aber die letzten Spiele... Aber ja, es ist ein anderer Wettbewerb, wer weiß. Vielleicht ist echt dann auch so die Motivation bei 150% und so weiter. Wir werden sehen. Na, wir werden sehen. Wenn Saarbrücken ins Halbfinale DFB-Pokal kommen kann, können wir es auch in der Champions League. Ja, aber der Unterschied ist ja, dass Saarbrücken als Mannschaft sich einen Arsch aufgerissen hat. Das habe ich bei uns in dieser Saison halt sehr selten gesehen. Wann sehen wir endlich wieder dominanten Ballbesitzfußball? Morgen. Frage ist nur, auf welcher Seite. Kann das auch so sehen, in der Liga sind wir scheiße, in der Champions League sind wir immer on point. Vielleicht ist es bei Arsenal andersrum, aber verdient ist es nicht. Ja, wir werden sehen, ne?
Das weiß ich auch nicht, Ammo, wie wir das verlieren konnten. Deswegen sage ich ja, Fußball ist nicht immer gerecht, also von daher ist ja immer alles möglich. Wenn wir die Leistung gegen Dortmund Hain abrufen, werden wir durchbombardiert, ja. Da gehe ich auch mit. Also, aber ich denke, also das wäre ja dann, nein, das werden wir nicht sehen. Wir werden schon ein anderes Auftreten morgen haben, da bin ich mir sicher. Frage ist halt, ob wir vielleicht das bisschen Spielglück haben. Wir werden es sehen. Schaust du morgen auch Real VS City? Spielen die denn zu einer anderen Zeit? Dann könnte ich das eventuell tun. Kommt drauf an, was morgen sonst so anliegt. Ja, ich habe da auch kein Problem mit, wenn wir das ähnlich sehen, wie es gegen Stuttgart war. Da haben wir auch nicht viel Ballbesitz gehabt, aber haben das Ding klar gewonnen. Also, alles ist gut, ne? Ja, in Verteidigung geht für mich morgen nichts an Dyer und der Licht vorbei. Sorry. Also über Opa brauchen wir nicht reden. Opa ist in diesen Spielen einfach zu anfällig. Zumindest war er das die letzte Zeit. Und Minjay ist für mich immer noch nicht angekommen bei uns. Der hat Stellungsfehler drin gehabt gegen Heidenheim, Alter. Das war eine Katastrophe. Von irgendwelchen leichtsinnigen Ballverlusten ganz zu schweigen. Also nein. Morgen die Innenverteidigung kann nur De Ligt Dyer heißen, nichts anderes. Alles andere wäre eine Katastrophe in meinen Augen. Und Doppel-6, ja, die stellt sich ja von alleine auf. Da gibt's ja nicht viele Alternativen. Kimmich wird Rechtsverteidiger spielen. Das heißt, du hast einen Goretzka und einen Leimer da. Ich weiß nicht, ob ein Pavlovic fit ist mit einem Trainingstag, den er dann hat. Schwierig in so einem Spiel, denke ich. Von daher glaube ich nicht, dass ein Pavlovic starten wird. Ich denke, es wird Goretzka Leimer starten. Wenn Pavlovic natürlich 100% fit wäre, Pavlovic wäre bei mir gesetzt. Ja, vielleicht, wir werden sehen, vielleicht denkt sich Tuchel auch, komm, ich bringe ihn eine Halbzeit, tausche ihn eine Halbzeit aus. Dann wird man sehen. Ja, wenn wir auf höchstem Level spielen, aber wann spielen wir auf höchstem Level? Hoffentlich morgen, ja. 5 Elfmeter für Bayern, die keine sind. Oh. Wie soll man den Schalter umlegen? Ja, das frage ich mich halt auch, ne? GB. Also ich kann mir nur vorstellen, dass Harry Kane Sahnetag hat und viel allein rausreißt. Aber da muss auch immer noch die Defensive stehen, ne? Ich wäre ja schon froh, wenn sie trotz einer ansprechenden Leistung ausscheiden, weil es geht meiner Meinung nach nicht mehr um irgendwelche Tabellenplätze oder wie weit man kommt. Der FCB in der Champions League. Ach, ja, finde ich schon, dass es darum geht. Also, wenn wir die Champions League gewinnen, gewinnen wir die Champions League. Also, da sagen wir ja nicht nein jetzt, ne? Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Die Art und Weise ist natürlich das Wichtige. Du kannst nicht mit so einer Art und Weise auftreten wie gegen Dortmund. Ja, was schon, ich denke, gerade international schon viel zerstört hat, Alter. Also da muss schon eine andere Einstellung herrschen. Aber das, denke ich, wird auch da sein. Wie kommst du darauf, dass Bayern erst in 2-3 Jahren wieder Meister wird? Ja, wie kommst du darauf, dass es anders ist? Und glaubst du, wir sind nächstes Jahr einfach wieder so? Was denkst du denn, was in Leverkusen passieren wird? Alonso wird Trainer bleiben, die Mannschaft wird zusammenbleiben, die Mannschaft wird wahrscheinlich sogar noch verstärkt werden, weil sie Champions League spielen. Glaubst du, die werden dann sagen nächstes Jahr, ach nee, wir haben jetzt keine Lust mehr auf Bundesliga oder was? Leverkusen hat keine Not, irgendwelche Spieler zu verkaufen. Und Spieler wollen nicht weg, wenn du so eine Einheit geworden bist. Und ihr denkt jetzt, wenn wir 5 Spieler oder 6 Spieler austauschen, dass das sofort läuft? Dass sofort alles gut ist? Ja, mit einem neuen Trainer, mit 5, 6 neuen Spielern? Nee, das passiert halt nicht. Ja, da musst du schon wirklich viel, viel Glück haben, dass das sofort irgendwie Klick macht und sofort funktionieren wird. Also ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr um die Meisterschaft spielen werden. Und dann wart doch mal ab, wie es weitergeht. Ja, Leipzig schläft nicht. Dortmund, keine Ahnung, kann ich 0 einschätzen. Also die nächsten Jahre werden keine Selbstläufer für uns werden in der Bundesliga. Definitiv nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen. Also nicht, wenn wir den, ja, eigentlich bei beiden Wegen. Machen wir den Umbruch nicht, ja, brauchen wir gar nicht reden, ja, dann wird es schwer, überhaupt in die Champions League-Ränge zu kommen die nächsten Jahre. Machen wir den Umbruch, wird das halt einfach Zeit dauern. Das ist doch ganz normal. Es wird sehr interessant werden, ja. Stellt euch vor, letzte Spielminute, Kimmich geht zum Eckball und bringt ihn grandios auf die Licht seine Beine und er macht ihn rein, richtig? Arsenal ist halt wirklich extrem stark und in Bestform. Sehe kein realistisches Szenario, um zu gewinnen. Ja. Aber wie gesagt, Fußball ist ja nicht fair, ne? Auch 21 Uhr. Nee, dann gucke ich natürlich nur das Bayern-Spiel. Ich gucke keine 2 Spiele gleichzeitig. Ja, Guerrero muss Linksverteidiger spielen, oder? Sorry. Fonsi ist sowas von der Rolle, den kannst du da nicht aufstellen. Also das ist, nee. Also fühle ich gar nicht. Wahrscheinlich wird es so sein, dass er links spielt. Ja, das wird schon wieder Katastrophe werden. Tore wie Mock Arsenal komplett verwirrend. Startelf, Schupo, Hotel im Sturm. Ja, und Harry Kane als Achter, oder was? Denke, Tuchel wird morgen mit Fünferkette auflaufen und Kimmich wieder als Sechser installieren. Aha, wer spielt dann Rechtsverteidiger? Nee, glaube ich nicht. Aber wer weiß. Nichts ist auszuschließen. Mir tut Pavlovic keinen Gefallen, wenn man ihn spielen lässt? Weiß ich nicht. Musst du halt beim FC Bayern aber auch abkönnen, Alter. So, wenn er nächstes Jahr Stammspieler sein möchte, ja. Naja, die Flanken von Kimmich sind doch jetzt aber besser geworden, seitdem er Rechtsverteidiger spielt, oder? Vielleicht klappen die Ecken dann ja auch ein bisschen besser. Denkst du, man wird nächste Saison in der Innenverteidigung die Achse Dirkt und Dyer weiterhin sehen? Wenn man schlau ist, auf jeden Fall ein Delicht, ja. Eric Dyer, ja, man sollte schon gucken, dass man, ich weiß nicht, entweder, die Frage ist ja, wer wird Trainer, wer plant wie, so, aber klar, macht schon Sinn, nächstes Jahr neben Delicht einen von den anderen beiden versuchen zu installieren, ja. Ob es ein Opa ist oder ob es ein Minja ist. Airbag ein super erfahrener, den du hinten dran hast dann, aber aktuell sind die beiden halt am stabilsten und da macht es keinen Sinn, das jetzt vor so einem wichtigen Spiel wieder durcheinander zu würfeln. Neue Saison mit einer Vorbereitung und so weiter, denke ich schon, dass ein Eric Dyer, dass ein Upa oder auch ein Minjay natürlich mehr Qualität haben, wenn sie in einer eingespielten Viererkette sind, mit einem Delicht, der sie führt, kann ich mir das schon vorstellen. Gar keine Frage. Ja. Naja, Zaragoza, jetzt kannst du jetzt auch nicht reinwerfen in die Startelf. Das macht ja auch keinen Sinn, Alter. Der hat ja keinerlei Bindung, weil er nie spielen durfte. Also. Zieht sich zurück oder Geld einnehmen durch Verkaufs Weiterbeteiligung. Ja, Zirkzee brauchst du nicht zurückholen. Wofür? Soll sich hinter Harry Kane auf die Bank setzen, oder was? Macht ja keinen Sinn. Ist dasselbe, was er mit dem Lewandowski hatte. Nee. Unentschieden wird mir reichen, dann ist doch im Rückspiel daheim das Weiterkommen zu sichern. Ich bin gespannt, Leute. Ich kann's 0 einschätzen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich kann's 0 einschätzen aktuell. Ist ganz wild. Erik, vielen lieben Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Für mich haben wir mehr Chancen gegen Arsenal als letztes Jahr gegen City und da waren es Einzelfehler, die uns bestraft haben, aber morgen könnten wir es schaffen. Gerard, das ist gut, dass du übrigens noch an uns glaubst. Morgen können sich die Spieler international zeigen, da spielen die anders. Die Bundesliga ist denen egal. Ich hoffe, dass es so ist, auch wenn es ein Armutszeugnis ist.
Aber normalerweise sind den Spielern Spiele gegen Dortmund auch nicht egal. Und das war wirklich 0 gegen Dortmund. Wie gesagt, ich denke, es wird viel davon abhängen, wie Arsenal auftritt. Ich glaube, Arsenal kann uns relativ schnell den Schneid abkaufen. Hoffentlich irre ich mich. Ne? Hoffentlich irre ich mich. Ja, ganz genau, Karl-Heinz, das denke ich halt leider auch. Dieses Jahr wird Leverkusen ebenfalls Safe-Meister. Man wird sehen, ob sie den gleichen Hunger haben werden, nachdem sie Meister geworden sind. Aber ich denke, die werden auch wieder eine gute Saison spielen. Ja? Also von daher. Aber wir müssen jetzt noch nicht an nächste Saison denken. Ja, da wird ja bei uns noch so viel passieren. Also mal abwarten. Mal gucken, wer Trainer wird, welche Spieler gehen, welche Spieler kommen. Die Frage wird dann halt sein, wie schnell werden die integriert sein? Behältst du eine Achse vielleicht, die schon da ist, ja, mit einem De Ligt als der Anführer in der Viererkette, mit dem Harry Kane vorne drin, der bleiben wird, vielleicht mit Musiala, den du mehr in die Verantwortung nimmst, vielleicht auch mit dem Pavlovic, den du safe sagst, komm, du bist hier der zentrale Mann der Zukunft und so weiter, dann ist es natürlich alles ein bisschen einfacher, Spieler ringsherum zu integrieren. Das wird man sehen. Ja. Für 5 oder 6 Spieler dazu müssen zuerst 5 oder 6 Spieler gehen. Ja, richtig. Wer die will, keine Ahnung. Siehst du völlig anders, was die nächste Saison betrifft. Oh, ist doch auch völlig okay, Dijon. Das ist völlig okay. Ja, das wissen wir dann im Nachhinein. Im Nachhinein können wir das immer klug scheißen, Karl-Heinz. Ob das besser gewesen wäre oder nicht. Mazraoui. Aha, ist der wieder fit oder was? Nee, ich glaube nicht, dass Kimmich in der Mitte spielen wird. Warum auch? Als rechter Verteidiger hat er gute Spiele gemacht. Es wäre völlig kontraproduktiv, ihn da wegzunehmen. Ja, ich denke auch, Dumbo Jumbo. Ich denke, das ist auch ein guter Plan. Es gibt Manager, die können eine neue Mannschaft zusammenstellen, die sofort funktioniert. Ich habe auch nicht gesagt, dass das nicht möglich ist. Aber in der Regel braucht es halt einfach Zeit, ne? Umbruch ist das eine, aber irgendwo braucht es auch wieder eine klare Spielidee. In den letzten Jahren ist einfach alles zu sehr von Einzelaktionen abhängig geworden. Ja, ist richtig. Also es braucht ja beides, da müssen wir nicht drüber reden, ne? Es braucht ja beides. Wir brauchen eine Auffrischung im Kader und wir brauchen einen Trainer mit einer klaren Spielidee und das muss dann zusammenpassen. Wir sehen's. Guckt euch Leverkusen an, guckt euch Stuttgart an. Also ganz einfache Kiste. Aber wie es der Eber so schön gesagt hat, wir müssen halt wieder dahin kommen, dass wir Spieler haben, die für den FC Bayern spielen wollen. Ja? Und da gehe ich 100% mit. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir Spieler haben, die bei uns spielen, weil wir der FC Bayern sind und nicht, weil wir 1 Million mehr zahlen wie Real Madrid. Ich glaube, das ist uns in den letzten Jahren sehr abhanden gekommen. Gab es eine starke Diskussion? Nö. So, was war mit Anbu hier? Ich hatte das Thema vorhin mit Anbu bezüglich Pavlovic. Nach so einem Infekt, da ist es auch fahrlässig, ihn direkt wieder einzubinden. Ja, das wissen wir ja. Wir wissen ja nicht, wie fit er ist. Aber das Thema haben wir auch schon oft genug gehabt. Na klar macht es keinen Sinn. Das war ähnlich wie mit dem Opa in Leverkusen oder Minje in Leverkusen. Es macht relativ wenig Sinn, Spieler reinzuwerfen, die 1 oder 2 Trainingseinheiten hatten und nur bei 60% sind. Also da tut man ihm mit Sicherheit keinen Gefallen.
Aber wenn er natürlich fit ist oder bei 80-90% ist, da muss man dann, wie ich es gerade gesagt habe, da muss man halt einfach sagen, da muss er spielen. Weil die anderen Spieler, die dort sind, haben halt leider nicht die Qualität. Ja. Das ist ja das große Problem. Goretzka hat nicht die Qualität in der Spieleröffnung und Leimer auch nicht auf der 6er Position. Leimer einen Tacken weiter vorne, ja. Schwierig. Schwierige Entscheidung halt, ne? Bus vor dem Tor parken können wir ja nicht. Wenn wir das machen, gehen wir unter. Das können wir ja nicht. Hättest du vom Trainer-Duo mit Zidane und Ribéry gehalten. Wenn Zidane Deutsch lernen möchte oder zumindest Englisch lernen würde, hätte ich absolut gar nichts gegen Zidane. Ob Herrn Ribéry dabei ist oder nicht. Aber wenn man sagt, Zidane kommt dahin und passt sich kein Stück an und Ribéry macht den Dolmetscher, dann definitiv nein. Ja, also ein Trainer, gerade wenn es darum geht, einen Neuaufbau zu machen, sollte schon mit jedem einzelnen Spieler in einer guten Sprache kommunizieren können. Also. Genau, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ich finde, dass Upa über die ganze Saison zu viele Blackouts hat. Das finde ich eigentlich nicht. Wann zockst du wieder Manager? Mittwoch, Chico. Was hältst du vom Tyson-Fight? Habe ich nur am Rande mitbekommen, dass der irgendwie, weiß ich nicht. Tyson ist halt ein Freak, Alter. Ist der Typ nicht 30 Jahre jünger, gegen den er boxt oder was? Ja, Raju, das ist genau das Ding. Aber die Chance hat man ja vertan, ne? Man hat ja Nibel mit durchgezogen gegen Spiele wie gegen Mainz und so weiter, was völlig sinnfrei war. Man hätte da einfach Tell oder auch ein Brian einfach mal ein bisschen Spielzeit gönnen können, ne? Die hätten mit Sicherheit nicht mehr kaputt gemacht, wie es Nibel getan hat. Ich hoffe, dass Gnabry von Anfang an spielt und sich vielleicht an seine Gala gegen Tottenham vor ein paar Jahren erinnert. Sané sollte von der Bank aus anfeuern. Du hast ja auch noch immer einen auf der linken Seite eventuell, ne? Kann ja auch sein, dass ein Sané rechts spielt und ein Gnabry links. Also. Ich denke, es wird ein großer Umbruch. Mindestens müssen wir uns darauf einstellen, 2 bis 3 Jahre nicht für die Titel zu gewinnen. Ja, wir werden es sehen. Das Problem ist, dass Team und Trainer nicht zusammenpassen. Das Problem ist, dass das Team kein Team ist. Das ist das Problem. Das ist schon das Problem, was Kovac hatte und alle, die danach gekommen sind. Das Team ist einfach kein Team. Es gibt zu viele Grüppchen, zu viele Spaltereien in diesem Team. Und kein Trainer hat es geschafft, dieses Team zu einen. Das ist das große Problem. Ja, ist doch auch schön. Da hat er auch die Wertschätzung, die er fühlt, der Tuchel. Ja? So, in Deutschland hat er keine Wertschätzung erhalten. Das ist doch klar, dass er sich freut, dass er wieder da ist, wo er wertgeschätzt wird. Doch völlig okay. Also ich habe jetzt des Öfteren halt gelesen, dass man das Gefühl hatte, dass die Worte nicht von Leroy selber kamen. Und wenn ich dann mal so an Interviews von Jamal denke, nach Spielen, da kommt halt auch von selbst nicht viel bei rum. Die können ja mit Verlaub Fußball spielen, aber sich artikulieren ist da nicht wirklich. Mit Verlaub, deswegen. Baby, ich gehe pinkeln, du machst das hier weiter so lange. Ja, alles klar. Ciao. Deswegen denke ich mal, dass die das wirklich diktiert bekommen, damit die sich da nicht in irgendwas verstricken, gerade auch wegen den Journalistenfragen, die da kommen. Ach, Chico, du mit deinem Flick, hör mir auf. Ich will kein Flick lesen, ich will kein Rangnick lesen und kein Kovac. Ja, und nach den 6 Titeln kam dann auch nicht mehr viel, ne, Chico? Ja, genau, Favre. Favre, danke.
Weder Kingsley noch Gnabry. Kannst eher den Wasserträger aufstellen. Serge vielleicht für eine Halbzeit oder was, aber keine 90 Minuten, das ist halt, ja, eine verschwendete Personalie. Ja, welche Rolle Müller bei dem Ganzen spielt, mit Trainer absägen etc. pp. Ja, habe ich vorhin schon mal erwähnt gehabt, der sollte halt weniger bei Instagram hochladen und sich mehr auf den Fußball fokussieren. Ne, John Jay, der geht immer an der Tankstelle pinkeln. Ja, was es von Leroy sollte mit der Cappy, I don't know. Einfach super respektlos. Wie? Nichts los oder was? Und doch, wir haben schon alle Themen abgewickelt. Kann ich also Feierabend machen, ne? Ja. Sehr gut. Das ist doch der Plan eigentlich. Wir haben keine Achse. Nee, haben wir im Moment auch nicht. Hat eine Achse. Wild. Sané wird auf jeden Fall bleiben, denke nicht, dass Bayern abgeben wird. Doch, Bayern wird ihn abgeben. Wenn das passende Angebot kommt, wird er gehen. Ja, Ammo würde ich auch gerne sehen. Bin gespannt. Ja, ich meine, das beste Beispiel ist Galatasaray, ne? Die uns mit dem Hochanlaufen und Pressen halt wirklich zerlegt haben im Hinspiel. Ja, na klar, Klopp und Pep und so. Das braucht halt eine Mannschaft zu formen, eine Mannschaft neu zu formen. Allein schon ein neues Gefüge halt in eine Mannschaft reinzubringen, dauert doch Zeit. Guck mal, du musst ja auch sehen, Müller macht noch ein Jahr, Neuer macht noch ein Jahr. Auch da wird es Zeit, diese Zöpfe dann abzuschneiden. Und das ist erst ein Jahr später und dann sind die weg und dann muss da auch jemand reinwachsen in diese Rollen. Deswegen, das ist nicht alles damit getan, dass wir jetzt sagen, so nächstes Jahr, bumm, 5 Spieler weg, 5 neue, neuer Trainer und alles ist gut und wir spielen auf dem Niveau von Leverkusen. Das wird halt alles nicht so einfach werden, ne? Ja, mit viel Glück hast du die goldenen Händchen, findest genau die richtigen Spieler, genau den richtigen Trainer und es klappt auf Anhieb, ja. Das wäre aber außergewöhnlich. So, das wird alles ein bisschen Zeit brauchen und das ist ja auch okay. Rangnick hat abgesagt. Halleluja! Ach ja. Ja, und Wanne hat bei uns auch nie die Chance bekommen, ne? Nie. Und wenn dann als linker Verteidiger, Alter, was gar nicht seine Pose ist. Also. Ja gut, das mit dem kein Gefühl, kein Wort von Liebe selber, hat die Mara ja gerade mit euch diskutiert, das brauche ich ja nicht mehr. Wir müssen als Trainer holen für den persönlichen Zerbi, wäre keine schlechte Idee, hat einen Plan, klaren Plan mit dem System, dass zu Bayern zurechtkommt.
Wie gesagt, mir ist der Name völlig wurscht. Der muss halt zur Philosophie passen und muss zu Eberl und Freund passen. So. Wir brauchen endlich wieder eine gewisse Chemie im Verein und das auch über Dauer. Ja. Und man muss sich halt dann auch bewusst sein, wenn es halt nicht so gut schnell klappt mit dem Umbruch, dass man dem Trainer und auch den neuen Spielern dann eine gewisse Zeit gibt. Das wird halt auch wichtig sein. Bin neu dabei, hättest du Nagelsmann damals noch mehr Zeit bei Bayern gegeben, auch wenn nicht alles glatt lief. Beim Nagelsmann habe ich damals gesagt, wo die Phase passiert ist, du hättest entweder schon vorher, bevor man ihn rausgeworfen hat, zu ihm stehen müssen, klipp und klar, ja, sagen, hier, das ist der Trainer für die nächsten 3 Jahre und wer da keinen Bock drauf hat, der wird halt verkauft werden. Ja, und nicht diesem supermächtigen Spieler bestimmen lassen, welcher Trainer wie ist. Ja. Es kann ja nicht sein, dass ein Nagelsmann den Mannschaftsrat befragen musste, hallo, dürfen wir denn jetzt mal mit Dreierkette spielen? Geht ihr damit d'accord? Das waren ja Dinge, die nicht sein können. Ja. Das war das große Problem. So, und das gab es beim Nagelsmann nicht. Man hat ihn da im Regen stehen lassen. Er war derjenige, der die Jahreshauptversammlung kommentieren musste. Da gab es keinen Brazzo, keinen Uli oder sonst wer, der die Fresse dazu aufgemacht hat. So, entweder hättest du das gemacht oder du hättest ihn schon ehren lassen können. So, aber dieser Zeitpunkt, was man da gemacht hat, war völliger Dummfick. Ja, völlig idiotisch. Und das war nur, weil ein Tuchel auf dem Markt war und man Angst hatte, dann ist der Tuchel auf einmal weg, wir verpassen die große Chance. Ja, Trauerspiel. Absolutes Trauerspiel, was mit Nagelsmann gelaufen ist. Aber gut, dass er Rangnick abgesagt hat. Das beruhigt mich. Mirko Slomka, jetzt aber ganz. Ja, da sind wir ja auf dem Niveau von Taifun, Alter. Junge. Ja, na klar, leer ich ein Bierfass. Hast du meinen Bauch nicht gesehen, oder was? Was ist denn los? Selber jetzt die Aufwärts anschauen. Oh, dann kommen wir ja Richtung Emery langsam, wa, Jibby? Hansi Flick macht gar keinen Sinn, Alter. Der Kreis wird auf jeden Fall kleiner. Ich finde, wir brauchen einen Trainer, der was vorzuweisen hat, vor dem man Respekt hat. Ja, aber wo hat denn Thiago Motta was vorzuweisen als Trainer? Stefan Kunz plus Tobias Schweinsteiger. Naja, Stefan Kunz kann immerhin mit jungen Spielern, ne? Ich etabliere ein Grundgerüst neuer. Ja, das ist schon der erste Fehler. Brauche ich eigentlich gar nicht weiterlesen. Soll der Neuer noch 2, 3 Jahre auf dem Niveau spielen oder was? Schwierig. Naja, dass das Team Potenzial hat das Team ja gezeigt, aber wir müssen jetzt wirklich langsam anfangen, einen Cut zu machen. Sorry. Also, dass ein Goretzka, dass ein Sané, dass ein Gnabry Potenzial haben, da müssen wir alles nicht drum herum reden. Dass ein Kimmich Potenzial hat, müssen wir nicht drum herum reden. Dass sie es nicht zeigen, brauchen wir halt auch nicht drum herum reden. Und das seit Jahren. Wir reden ja nicht mehr darum vor ein paar Wochen. So. Und jetzt muss endlich der Cut kommen. Das sage ich schon seit 2 Jahren hier auf dem Kanal, Alter. Der Cut muss kommen. Wenn Kimmich dazu bereit ist und er möchte gerne Rechtsverteidiger spielen, kann er sehr gerne bei uns bleiben, wenn er die Leistungen bringt, die er gerade bringt. Wenn er dazu dann noch eine Gehaltskürzung in Kauf nimmt, alles gut. Alle anderen, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn mehr mit diesen Spielern. Fertig. Jetzt hat 50 Mille für Sané. Ja, irgendein Idiot aus England wahrscheinlich.
Und wenn du nur 30 kriegst, tschüss. Und wenn du nur 20 kriegst, tschüss. Du sparst ja schon über 20 Millionen Gehalt. Natürlich ist ein Tuchel der FCB scheißegal. Wäre der FCB nicht scheißegal, wenn er dich so gefeuert hätte, wie man ihn gefeuert hat? Natürlich ist ihm das scheißegal. Ja, und das ist ja das Problem. Die Spieler, die wir gerade genannt haben, die haben halt alles gewonnen. Die waren auf dem Höhepunkt ihrer Vereinskarriere und gut. Das sind halt alles keine Mentalitätsbiester wie ein Lahm, wie ein Schweinsteiger, wie es ein Kahn war. Nee, die haben einmal ihr Ding erreicht, alles, 6 Titel in einer Saison, mehr geht nicht und dann war für die der Olymp erreicht und das ist ja auch menschlich. Das ist doch gar nicht böse gemeint. Das ist völlig menschlich, das ist doch okay. Deswegen ist das doch eine Win-Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Wir sind die los, wir können frisches Blut bringen, die müssen noch mal woanders in einer anderen Liga vielleicht performen, wo sie noch mal ein Ziel haben, weil sie da noch keinen Titel geholt haben. Das ist doch völlig normal. Ja? Es hat nicht jeder diesen Charakter, um zu sagen, geil, ich bin jetzt Meister geworden, geil, ich will nächstes Jahr wieder Meister werden und geil, ich will wieder Meister werden. Nein, das ist super selten, solche Spieler zu besitzen. Ne? Und wenn das dann die Spieler sind, die dieses Team führen, was sie nun mal sind bei uns, dann strahlt das natürlich auch auf das Team aus. Ja? Und das sehen wir halt jetzt. Ist halt doch kein Fußballmanager, 10 weg, 10 neue, alles gut. Nee, ganz genau, es geht auch nicht, Hamburg. Da bin ich komplett bei dir. Das ist auch okay. Also ich habe da kein Problem mit. Wenn ich sehe, dass wir eine Mannschaft auf dem Feld haben, ja, nehm Stuttgart als Beispiel. Ich habe 3 oder 4 Spiele von Stuttgart gesehen, also das war ein super Fußball. Man hat gesehen, das ist eine Mannschaft, die füreinander Fußball spielt. So, die gewinnen auch keinen Titel. So, aber dann gucke ich mir lieber so ein Jahr an, nächstes Jahr, bei uns, als wie nochmal so ein Grottenjahr wie letztes Jahr, wo wir Meister geworden sind. So, ganz einfache Kiste. Ne? Ja, Martin de Michelis hat man ja vergrault, indem man ihn in der zweiten Mannschaft da nur als halben Trainer hingestellt hat. Ist man auch selber schuld. Dass der jetzt gerade nicht super jubelnd durch Argentinien läuft und sagt, jawohl, der FC Bayern ruft, ich komme auf jeden Fall. Ist man selber schuld. Ja, einfach wieder Fußball wo man merkt, dass das eine Mannschaft ist, die für den Verein spielt. Ne? Ich denke, darauf können wir uns so einigen. Und ganz ehrlich, wenn du dann diese individuelle Qualität hast, die wir nun mal haben, dann kommt auch der Erfolg wieder von alleine. Aber es braucht halt einfach ein bisschen Zeit. Mit Nagelsmann hat es so gut angefangen. Die ersten Spiele haben wir alles abgeräumt und das ohne Mittelstürmer, sogar ohne Schuppo. Also, warum sollte es mit Kane nicht besser klappen? Sagt ja auch keiner, dass das nicht klappen würde, oder? Bayern hat zurzeit so viel Teamgeist wie PSG über die letzten Jahre. Ich glaube, selbst PSG hat noch mehr Teamgeist gehabt, wie wir ihn gerade haben. Ja, na klar, ich war super überzeugt von Tuchel. Klar, da stehe ich doch dazu. Mach ich doch gar kein Hehl draus. Kann man ja auch nachgucken auf meinem Kanal. Ich war super froh, wo der Tuchel gekommen ist. Und deswegen war ich ja umso enttäuschter zum Start der neuen Saison. Ich habe mir vom Tuchel erhofft, dass der Tuchel kommt. Zack, bam. Und endlich diese Kackbratzen Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry in Frage gestellt werden. Dass sie endlich in einen scheiß Konkurrenzkampf gehen. Und was ist passiert? Nichts, Alter. Dieselben Spieler spielen immer, obwohl sie grottigen Kackfußball spielen. Das ist passiert. Das habe ich am Anfang, habe ich da schon nicht verstanden, habe ich mir gedacht, alles gut, Tuchel fährt die Saison zu Ende, bla Sülz, ja,
Aber in der neuen Saison wird er endlich sagen, komm, Leistungsprinzip, bam, scheiß auf Namen, die sind mir scheißegal. Und genau das hat ein Tuchel nicht getan. Er hat genau das Gegenteil getan. Nee, noch schlimmer. Er hat die Spieler in der Öffentlichkeit zerstört, wie ein Kimmich oder ein Goretzka. Hat denen abgesprochen, dass sie Führungsspieler sind, dass sie auf der Position gut sind, wo sie spielen. Und hat sie dann trotzdem jedes Spiel aufgestellt. Das war nochmal die Sahnekirsche obendrauf. Katastrophe. Katastrophe, dieser Mann. Und er hat das ja sogar zugegeben vor ein paar Wochen in der PK. Da fällt mir nichts zu ein. Wild. Chico, lass den Hansi Flick weg, Alter. Es passieren ja gleich wilde Sachen, ey. Müller ist nicht die Integrationswege, sondern der Spalter dieser Mannschaft. Ja, Müller hat dann einen schweren, einen großen Teil trägt er dazu bei. 100%, sehe ich genauso, ja. Mario Barca, Alter. Seid nur neidisch, dass eure Trainer keinen Sextubel geholt haben. Nee. Da bin ich gar nicht neidisch. Hasenhüttl hätte ich auch gefühlt. Hätte ich auch. Roger Schmidt kann ich nicht einschätzen, ey. Ich fand ihn sehr schwierig, wo er in der Bundesliga unterwegs war. Aber anscheinend hat er sich ja gut entwickelt. Klopp aus dem Homeoffice. Ein Idiot aus Saudi-Arabien, aber da müsste Niebuhr ja erstmal hinwollen. Was macht Winnie Schäfer? Ach, Winnie Schäfer, lebt er noch, oder was? Ja, ich glaube nicht, dass sie unbedingt überfordert sind, Kimmich, Goretzka und Co. Überfordert glaube ich nicht. Ich glaube einfach, sie sind satt halt, weißt du? Weil sie nie in Frage gestellt werden bei uns. Ich glaube, wenn sie in anderen Vereinen sind, wo sie wieder Leistung zeigen müssen, glaube, dann würde man sehen, ob sie überfordert wären oder nicht. Die Mannschaft sollte mal anfangen, sich den Trainer unterzuordnen. Bei dieser Mannschaft wollen die Spieler bestimmen, wer spielt. Ja, so hat man den Eindruck auf jeden Fall. Kimmich abgeben wäre mit einer größten Fehler, die wir machen können. Nee, sehe ich nicht so. Bei einer funktionierenden Truppe funktioniert auch er wieder. Ja, aber was willst du dann mit ihm? Auch für 20 Millionen Jahresgehalt kein Indianer, Alter. Das kann ich für einen Häuptling zahlen, aber nicht für einen Indianer. Und Kimmich möchte in zentralen Mittelfeld spielen und da ist er wirklich überfordert in der heutigen Zeit. Punkt. Also jeder, der das anders sieht, hat, sorry, vom Fußball keinerlei Ahnung. Muss ich euch dann knallhart so sagen. Das hat er die letzten 1,5 Jahre, denke ich, mehrfach unter Beweis gestellt, dass Kimmich ja alles ist, aber kein zentraler Mittelfeldspieler. Das sieht man ja auch gerade jetzt, wie gut er doch als rechter Verteidiger spielen kann. Fußballmanager wird Tuchel schon längst gefeuert. Ja, nicht beim Fußballmanager. Stuttgart kam aus dem Keller. Ja, der Roy ist eine Maschine, ne? Ich weiß nicht, was er als Trainer ist. Jugendtrainer, ne? Schämst dich, Bayern München-Fan zu sein? Da läuft aber auch irgendwas verkehrt, Herbert. Also wenn du schämst, Bayern München-Fan zu sein, dann solltest du besser kein Bayern München-Fan sein, Alter. Also ich bin stolz, ein Bayern München-Fan zu sein. Und wenn wir noch 3 Jahre den Tuchel-Fußball sehen, dann bin ich immer noch stolz, Bayern München-Fan zu sein. Also ich würde mich niemals schämen, Bayern München-Fan zu sein. Was ist denn los, Alter? Eieiei. Genau, holen wir den Edin. Kann er gleich den Nuri mitbringen als Co-Trainer? Wild. Und das werden wir auch tun. Wir sollten nicht alles auf Titel legen. Wir müssen endlich eine Strategie und Philosophie entwickeln für die nächsten Jahre und langfristig auch denken. Das werden wir auch tun, da bin ich mir sicher. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass halt nächstes Jahr das Finale der Home ist. Und wir kennen alle den Uli.
Und ja, das ist, glaube ich, das einzige Problem, was ich so sehe. Dass da vielleicht einige Sachen nicht so klipp und klar umgesetzt werden für die kommende Saison, wie man es eigentlich tun müsste, weil man immer die Chance noch sieht, da halt reinzukommen, ne? Und das wirst du, glaube ich, nicht schaffen, wenn du so einen knallharten Umbruch machst. Ich erwarte morgen einen großen Kampf. Bin gespannt. Arsene Wenger, der ist doch auch schon scheintot. Muss ja Angst haben, dass er einen Herzinfarkt kriegt, wenn das ein spannendes Spiel ist, Alter. Wie lange gedenken Sie zu streamen? Nicht mehr lange, 10 Minütchen, 4 Stündchen noch. Maximal. Ich wollte jetzt nur noch nach unten kommen, dann wollte ich noch mal Tipps einholen für morgen und dann wollte ich Feierabend machen. Schmidt ist zu weich für Bayern. Das weiß ich nicht. Müller ist seit Wochen unterirdisch und darf trotzdem spielen. Jedes Spiel ist ein Thomas Müller-Spiel, GB. Seid ihr darauf eingegangen, dass Tore seit 33 Jahren der schlechteste Trainer ist? Nee, was soll man darauf eingehen? Das wissen wir doch. Spielt Fonsi gegen Arsenal? Ja, sehr wahrscheinlich. Bei mir wird er nicht spielen. Redwan, ja, bei mir ist alles fit und ja, habe ich schon. Muss ich gleich nur noch hochladen nach dem Stream. Das Firebeast muss zurück mit allen Vollmachten und ohne Reingequatsche, der macht das dann glatt. Ja, es klappt halt nicht, ne? Wir haben ja gehört, was für ein Trainer-Profil wir suchen. Also Van Gaal wird sich niemals da hinsetzen und hätte Bock, da jede Woche mit dem Eberl und einem Freund über irgendwelche Fußballthemen zu diskutieren. Der wird fragen, ob die alle Latten auf dem Zaun haben. WhatsApp, so sieht's aus. Wie würdest du Sandro Wagner finden? Ich mag einen Sandro als Typ auf jeden Fall. Das kann ich dazu sagen. Wenn man die Eier hätte, ist dasselbe wie mit Nagelsmann. Obwohl der Sandro ja natürlich noch weniger Erfahrung hat. Man müsste halt die Eier haben und zu ihm stehen. So. Ja. Das ist das einzige Thema, was ist. Und da ist egal, welchen du holst. Ob das jetzt ein Sandro Wagner ist, ob das was weiß ich wer ist. Das spielt keine Rolle. Du musst halt einfach die Eier haben, von dem Trainer überzeugt zu sein und zu diesem Trainer zu stehen. Und nochmal, das wird nächstes Jahr kein Selbstläufer. Ja. Naja, ja, das fühle ich halt auch nicht. Unter Pep gelernt, so viel Top-Trainer gehabt, aber Kimmich ist definitiv nicht der Sündenbock der Mannschaft. Wenn er bleibt, bleibe ich das safe dabei, dass Kimmich auch wieder kommen wird. Ja, darum geht's ja nicht. Ja. Darum geht's nicht. Kimmich ist von sich überzeugt, wollte der kommende Kapitän sein und so weiter, kann es nicht umsetzen seit 3 Jahren. Verdient 20 Millionen, das ist too much. Tschüss. Punkt. Zum Thema Sandro Wagner. Alonso kam auch aus dem Nichts. Ja, Alonso hat natürlich auf einem ganz anderen Level Fußball gespielt wie ein Sandro Wagner. Wäre natürlich ein risky Move, natürlich. Wie gesagt, man müsste sich dann klipp und klar vor den Trainer stellen von Tag 1 an. So. Und keine Diskussion zulassen in der Öffentlichkeit oder intern. Punkt. Dann kannst du auch so einen Trainer durchdrücken. Ja, und das hätte man bei Nagelsmann schon tun müssen. Dann wären wir gar nicht da, wo wir jetzt sind. Aber dann wären auch schon 3, 4, 5 Spieler weg. Ja. Wenn der Nagelsmann da freie Fahrt gehabt hätte. Mein Tipp 2:3. GB 3:1. 1:1. Ich überlege mir meinen Tipp noch, bis ich hier unten angekommen bin. 1:2 ist mein Tipp.
Magst du noch eine halbe Stunde Manager spielen? Nee, das lohnt sich nicht. Meiner ist 0-5. Ihr wisst aber, dass wir auswärts spielen, oder? Also 5-0 für uns, Kevin, oder was? 4-2 Arsenal, auch wenn ich mir was anderes wünsche. Und da bla. 11 nächstes Jahr. Neuer Zio, Kim, der Licht für den Punkt. Zubimendi, Kimmich. Quara kenne ich gar nicht, Alter. Schießer. Eieiei. Schießer, der dauerverletzt ist, oder was? Aber es ist gut, dass du einen Koman in Klammern hinterhergeschrieben hast. Vielleicht haben wir Glück und beide zusammen schaffen eine Spielzeit. 5-1 für Arsenal. Uiuiui. Eieiei. Dakota, ja. War eine richtige Schnapsidee, den Harry Kane zu holen. Das ist auch eine Frechheit, dass er erst 5 Tore bei uns gemacht hat. Das ist schon wirklich frech. Wild, wild, wild. Schon doof, vielen lieben Dank. Der junge Carlos Santana. Wow. – 1:5 gewinnen wir gegen Arsenal. Ja, Halleluja. Wild. Wild, wild, wild. Granit Stone, ja, das sollte ja klar sein, oder? 3:2 für Arsenal, auch wenn ich mir anders wünschen würde. Ja, bei mir ist natürlich so eine Regel, ich tippe halt nie gegen den FC Bayern. Ja, das ist ein Grundgesetz bei mir. Von daher sage ich 2:2. Realistisch sehe ich das nicht, aber mein Tipp ist 2:2. Harry Kane, 3 Tore, genau. Shit, morgen. Ja, habe ich nichts gegen, wenn er morgen einen macht. Wegen mir kann er auch morgen 2 Hattricks machen. Svenna, servus. Ja. Wiederholen. Wir müssen believen, so sieht's aus. Ja, vielleicht machen wir aber auch morgen die historisch höchste Auswärtssieg. Wer weiß. Alles ist möglich bei uns. Wenn wir 2 Tore machen, ist TT mein Lieblingstrainer. Bei 2 Toren schon, Kevin, das ist aber wild. Bei 2 Toren schon. Ja, sie ist halt Erfolgsfan, ne? Eber und Freund waren die besten Neuzugänge diese Saison. Hoffe, sie ziehen den Karren aus dem Dreck. Ja, gehe ich mit und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass es klappen wird. Ja, morgen ist super schwer einzuschätzen. Also mein Bauchgefühl sagt mir was ganz Wildes, aber mein offizieller Tipp ist 2:2. Und ja, ich denke auch, dass ein Gerland der größte Verlust war. Für die Teamchemie. Glaube ich auch, ja. Ich denke, der wird da auch die ein oder anderen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben zu seiner Zeit. War nicht umsonst jedes Jahr bei jedem Trainer mit Co-Trainer. Ja, Choupo als 3 Tore, wissen wir ja schon. Nee, Bart habe ich nicht gesagt, sondern Haare, ne? Mal nicht hier die Sachen verdrehen, ne?
Aber schön, dass ihr alle an Chupo beliebt, Leute. Freut mich. So, ich mache jetzt Feierabend. Ihr habt meinen Tipp, ich habe eure Tipps. Wir sind sehr gespannt. Ich denke mal, das Ergebnis ist erstmal zweitrangig. Ich denke, erstmal ist die Art und Weise wichtig, wie wir auftreten, wa? Das wäre ja schon mal schön. Wenn die dann passt, dann können wir uns auch ums Ergebnis kümmern, denke ich. 6:0 gewinnen, ja, na klar. Genau, GB, so sieht's aus. Er wird überrollt. Halleluja, Leute. Ich believe wegen eurem Belieben. So machen wir das. Leute, schönen Abend wünsche ich euch. Und wir hoffen morgen alles das Beste. Egal wie, Hauptsache irgendwie. Schönen Abend und morgen Daumen drücken. Tschüssi, Leute. Danke, dass ihr da wart. Genau, Mir, auf geht's. Pack mal's.